irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war... Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du jetzt so gefallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut! Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal. Ha, das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat sie sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, ich lasse jetzt unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht ins Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung? Hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durch, das so gegen Kibis ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Zusammen sofort mit mir geht. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, an Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zu, Grutze, fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupf dich. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Du bist es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Geht da was?
So, einen wunderschönen Mittwochabend. Freunde der Sonne, liebe Bazi-Gang, habe die Ehre, Birgit, habe die Ehre mal wieder. Ja, du tust dich überhaupt nicht, Obi. Schön, dass du da bist. Habe die Ehre, King of Barbecue oder Mr. Price oder bist du gut zu Fuß ebenfalls schon am Start. Grüß gut beieinander. Ich hoffe, ihr habt's gut durch die bisherige kurze Woche gekommen. Wie geht's euch? Alles zauberhaft bei euch? Wie schauen wir aus? Wie schauen wir denn aus? Gut schauen wir aus, Mann, oder? Also außer mein Bart, ja, der kehrt dann mal wieder, ne? Steht auf einem anderen Papier. Schön, dass du hast. Wie geht's euch? Alles fluffig, flauschig, soweit. Ja, passt schon, sitzt am Hometrainer. Respekt, brav, sehr schön. Gefällt mir. Dann hoffe ich, bleibst verletzungsfrei. Ja? Und viel Spaß beim Streamschauen vom Hometrainer aus. Und der Rest ist halt leicht unflauschig. Ja, ich hab's vernommen. Mrs. Birgit, tu dir nicht runter, kommen auch wieder andere Zeiten. Jetzt mal kurzzeitig in einen sauren Apfel beißen und der wird dann auch noch zeitig werden. Dann schmeckt er wieder ein wenig süßer. Wird ihm schon wieder. So, Freunde der Sonne. Kurze Info für euch. Wifi, habe ich die Ehre, grüß dich gut. Wie geht's da? Kurze Info für euch. Es kann sein, dass ich nachher schnell kurz mal 3-4 Minuten in Pause muss, weil ich einen Anruf von Frau Bazi erwarte, weil die ist gerade... wurscht. Auf alle Fälle erwarte ich einen Anruf von ihr. Ich gehe mir davon aus, dass sie mich anrufen wird und da muss ich geschwind drogen. Also nicht wundern, wenn ich auf einmal kurz da wie von der Tarantelbissen aufstehe und ausgehe. Das hat dann alles seine Richtigkeit. Aber ich wollte es vorher sagen, nicht dass es wundert. Ne? Schön, dich wieder zum Sehen. Oh, Dankeschön. Das freut mich aber, dass du das schön findest, dass du mich wieder sehen kannst. Wenn es auch gerade über die Linsen ist, aber ja, schön auch die wieder zum Lesen. Ne? So ist es jetzt auch nicht. Ne? Also freut mich, dass ihr schon wieder da habt. Es ist aber, es muss ein bisschen einen Wermutsdämpfer muss ein kleiner geben, das ist der letzte Stream diese Woche. Ja? Es wird diese Woche keinen Stream mehr geben dann. Da geht's erst, also Stand jetzt voraussichtlich erst in einer Woche weiter. Exakt, in einer Woche. Aber das ist jetzt dabei einmal, ne? Das ist einmal zweitrangig. Ich wollte es nur schon mal vorsichtig mit auf den Weg geben. Alles fit soweit und selber. Hey du, ich kann mich nicht beklagen, aktuell, tatsächlich. Also bei mir ist soweit alles im grünen Bereich. Schön, dass bei dir auch alles passt. Ich hab's vorher noch kurz bei der... Auf was für ein Discord habe ich das gelesen? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube bei der Yassi. Du hast dann noch einen Powernap hinter dir. Dann hoffe ich, bist du in der richtigen Zeitzone wieder wach geworden. Und ja. Na, so wie gesagt, kann ich nicht klagen, tatsächlich. Schauen wir mal. War halt nötig? Ja, das ist... Wenn man es macht, ist es immer nötig. Ja? Wie sagt man bei der Körper holt sich schon, was er braucht, wenn es pressiert. Mike, habe ich die Ehre. Grüß dich gut. Der ist auch schon da. Perfekt. Schön. Na, wie gesagt, es ist die zwei wesentlichen Dinge, die habe ich gesagt. Also wie gesagt, ich warte auf einen Anruf von der Frau Bazi und es ist für diese Woche der letzte Stream. Tatsächlich. Genau. Alles andere lassen wir auf uns zugehen, hätte ich fast gesagt. Ja, wir tun halt in Bloodborne weiter. Ich hab Bock. Ich habe offstream, wie bereits erwähnt, also die Echos gefarmt, damit wir uns den Schlüssel kaufen können. Also sprich, es geht jetzt, wir müssen jetzt nicht Zeit verdrödeln mit Farmer oder sonst was. Das habe ich alles offstream erledigt. Wir können quasi straight weitergehen und weitermachen. Den Schlüssel per se kauft habe ich noch nicht. Das machen wir jetzt dann alles onstream. Und dann, ja, dann schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Irgendwo werden wir schon auf Widerstand stoßen. Schatzi. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir den einen oder anderen Boss machen müssen. Es wird auf alle Fälle wieder schön düster, schön blutig. Und ich glaube, dass Bloodborne alles hält, was verspricht bisher. Das einzige Positive am Job ist, ich darf länger als 4:30 Uhr pennen. Naja, immerhin. Ne? Immerhin. Man muss ja auch die positiven Dinge hervorheben. Ich habe gerade Apps vom GetShirts auspackt, das ist so schief gedruckt, dass ich richtig lästig bin. Sagt mir jetzt aber bitte nicht, dass es von mir ist, weil sonst wäre ich lästig. Und ich habe heute schon eine richtige Überraschung erlebt beim Funhole. Klemmbausteine, Gewinnspiel, ein guter... Sehr schön, gratuliere. Freut mich. Klar, ich sag die Woche ja so selten, da muss schon... Ja, wir werden uns die Woche... Also es ist schon Wahnsinn, wie selten, dass wir uns die Woche sehen. Ja, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Also, ich meine, so selten wie wir uns die Woche sehen, das so selten sagt sich keiner, glaube ich.
Ich freue mich auch. Ohne Scheiß, ich bin schon für Pfefferkernl aufs Wochenende. Ich sage es dir, wie es ist. Ich kann es nicht mehr. Ich bin schon so voller Vorfreude, dass ich heute schon die Adresse ins Navi eingegeben habe. Von daher kann glaube ich, nur gut werden. Aber der auch die Dachschaden. Ja, genau, wir haben jetzt übrigens die Dachschaden-Ultras. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gewusst habt, aber wir haben eine Stufe höher als geschubst und das sind Dachschaden-Ultras. Der Andi hat es ins Leben gerufen. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Eigentlich möchte ich es eher noch umhauen, weil ich es am Samstag gebraucht hätte. Nein, von dir ist nicht. Oh, Gott sei Dank. Da hätte es auch wieder einen Arschvoll gegeben, gell? Das sage ich dabei schon. Genau. Das Jahr wieder heimkommt, ihr zwei. Ja, du, das hängt ganz davon ab, wo sich die Band hinterher aufhält. Na, scheiß, natürlich. Wir werden unser Möglichstes tun. Wir werden nicht versumpfen, keine Sorge. Dachschaden Ultras, da ist man mal eine Weile nicht anwesend und verpasst ist. Ja, so viel war es auch nicht. Wann ist das letzte Stream bei der Nuzlocke ist das aufgekommen, dass ich gesagt habe, dass der nächste Status übergeschubst. Wir haben alle den gleichen Dachschaden, so habe ich gesagt, das im positiven Sinn. Und dann ist der Andi mit der Bezeichnung dahergekommen. Dachschaden Ultras. Gefällt mir. Sag ich dir, wie es ist. Nicht, dass du nur auf Tour gehst mit denen. Das können sich die vier Brüder nicht leisten, wenn der Mike und ich da auf Tour gehen. Das brauchst du nicht glauben. Ich hab's heute schon gesagt. Ohne Witz, ich und der Sei im Smart vor euch, da kann Metallica einbackeln, das sag ich dir, wie es ist. Da interessiert sich keiner mehr für die 4 haben da. Na scheiß. Man muss am Boden bleiben. so krass Durchbrecher wird man wahrscheinlich nicht, aber man kann ja träumen, ne? Doch, der geschubst Hooligans. Ja, Hooligans, das ist wieder so negativ beibehaftet. Weißt du, wie ich meine? So Hooligans, das verbindet man ja eigentlich nicht wirklich mit was Positivem. Die sind ja immer nur am Randalieren. Weißt du, bei mir oder in der geschubsten Party gegen der randaliert ja in dem Sinn nicht. Also, nicht im negativen Sinn zumindest. Das passt ja, das stimmt. Das passt wie Faust auf Sang. So, jetzt sage ich gerade, jetzt habe ich im Moment, das tut mir leid, aber ich muss jetzt schnell lunsen. Das ist zwar kein Anruf, nicht, aber Sprachnachricht. Und das ist wahrscheinlich mindestens genauso wichtig. Ne? Im besten Fall, mein Netz macht das jetzt mit, aber wahrscheinlich wieder nicht. Der Ignaz findet euch schon, der kann jetzt auch mit mir. Sehr gut. Commander. Okay. Doch kein Anruf. Ja, passt. Ist in Ordnung. Was wollte ich sagen? Der Ignaz ist jetzt genau mit dir am Steuer. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut, dass sie der Ignaz mit dir schon vertraut gemacht hat. Ja, natürlich nicht andersrum. Das ist wohl hoffentlich auch klar. Ja. Sonst. Was habe ich sonst zum Berichten? Ohne Scheiße, ich habe mir an 2-Tage-Woche gewonnen. Ja, jetzt diese Woche 2-Tage-Woche, also heute und morgen. Jeweils Frühschicht. So, Freitag Urlaub, weil because of obvious reasons. Sonntag Urlaub, because of obvious reasons. Montag, Dienstag Nachtschicht, Mittwoch, Donnerstag frei, Freitag eventuell frei, Samstag definitiv frei. Ja, Name. Wo muss ich unterschreiben? Selbe Bezahlung, weniger Arbeitszeit. Oh, lecker, ohne Scheiß, da kannst du so in einen Trott verfallen. Ich sage das, wie es ist. Aber okay, generell kommt jetzt so die Zeit im Jahr, wo es Arbeiten angeht, relativ chillig wird bei mir, weil eben jetzt durch die ganzen Zwickeltag, die unsere Firma heuer mal macht, dann in 2 Wochen fliegen wir die Mai und ich in Urlaub, da habe ich 14 Tage, dann im August habe ich 3 Wochen Urlaub, im Oktober habe ich 2 Wochen Urlaub und dann, glaube ich, geht's dahin bis Weihnachten. So zwischendrin auch einmal so ein paar Strecken drin, das ist ähnlich wie letztes Jahr und ich sag's euch, was ist, ich feiere das total. Das glaube ich, werde ich ab jetzt dieses Jahr so machen. Also, jetzt mal nicht mit den Zwickeltagen, aber ne? Du musst am Freitag leider noch. Wie jetzt den Freitag? Oder meinst du nächsten Freitag? Gut, aber selbst wenn es der Freitag war, den bringen wir um. Den bringen wir irgendwie um. Den Freitag. Oha, ja gut, okay. Das ist wirklich ein strammes Programm bei dir. Arbeiten, Freitag Metallica, Samstag Welt, Sonntag Metallica, Montag Grabstuhl aussuchen. Ich bin nächsten Freitag auf Überstunden daheim.
bei uns ist es so, es fällt grundsätzlich immer die letzte Schicht weg bei den Zwickeltagen und meine letzte Schicht nächste Woche war Samstag. Also Samstag bin ich ja definitiv daheim, nicht nur wegen dem Zwickeltag, sondern auch wegen einem anderen Grund. Und jetzt haben wir heute, weil der Zwickeltag war ja eigentlich der 31. Jetzt haben wir heute einmal ganz frech einen Urlaub eingetragen. Mein Meister war aber heute im Homeoffice, der wird mir morgen schon sagen, ob es passt oder nicht. Jetzt habe ich also die Hoffnung, dass ich nächsten Freitag auch Urlaub habe. Ansonsten, nein, dann nehme ich heute den Freitag noch mit, dann brennt es auch nicht. Dann brennt mir der Schuh auch nicht an. Ja, bis 11:45 Uhr, dann Auto holen, dann ab die Luzi. Oh ja. Dann geht's ja wieder hin mit Ach und Krach. Nur noch morgen bei uns, dann Wochenende. Nein, bei uns ist die Woche eigentlich ganz normal. Aber wie gesagt, ich habe halt frei, weil ich halt Freitag und Sonntag auf Metallica zu Metallica so auf. Also nicht zu einer heim, sondern halt auf Minga. Ne? Dass jetzt einer meint, die bricht beim James Hetfield ein oder sonst was. Genau. Aber ja, so ist der Stand der Dinge. Freunde, was darf man davon halten? Jetzt ist kurz 1 Minute nach 6, sagt meine schlaue Uhr da auf dem Desktop. Sollen wir mal schön Start in Bloodborne reinschauen? Wie schaut's denn aus? Der Stream heute etwa bis 21 Uhr, also gute 3 Stunden, das werden wir hinbringen. Freitag geht mit der Verwandtschaft feiern, morgen Geburtstag mit der Familie essen gehen, Samstag weiß, so faul sein. Ja, das hört sich auch noch einen sehr guten Plan an, wenn du mich fragst, Mr. Gut zu Fuß. Steht er 4 bei Hetfield daheim beim Bradelessen? Weiß ich nicht, wer das von uns gut finden darf. Ob es der Hetfield gut finden darf, ich wahrscheinlich schon. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es der James so lustig fand. Wenn er vor mir vor der Haustür steht. Hey, du, ich war jetzt da, wie schaut's aus? Zumal ich wahrscheinlich bei ihm daheim jetzt aktuell kein Antreffer werde, außer seine Security. Ich wegen am Bradl. Ja, so sitzt jeder seine Prioritäten, gell? Dem frisst man Tor vom Kopf, ja, nicht nur das. Dem frisst man alles aus, dass er sich. Ja, also, wenn da mit Hunger aufschlag, Brudi, den Leichtsinnsfehler, den machst du noch einmal, das garantiere ich dir. Ja, heute haben wir schon wieder gehässig, sag ich schon. Ne? Heute darf es schon wieder passen. Heute darf es ihm schon wieder passen. Gut, Freunde, ich darf mir vorschlagen, wir starten mal langsam. Ne? Langsam. Einmal ganz ruhig, damit ja nichts anbrennt. Na, das wollen wir ja nicht. Ich habe übrigens noch festgestellt, meine Kameraposition ist sowohl da oben als auch da unten nicht unbedingt schlau, weil da oben seht ihr meine Lebensleisten und Scheiß nicht und da unten seht ihr die Lebensleisten vom Boss nicht ganz. Deswegen haben wir gedacht, nehmen wir die goldene Mitte, das passt dann auch. Also hoffe ich zumindest. Ne? Werden wir ihm schon irgendwie deichselt kriegen, die ganze Muse. So, Ton habt's, Battle habt's, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Außer technischer Seite. Wenn du da mit Hunger aufschluckst, ist der Rasen auch noch gemacht. Dann nehme ich Paul und Mats auch mit. Die Grome haben zur Not noch um, wenn es pressiert. Eine Freundin und ich von Samstag in Harry Potter Ausstellung nach Minga und Abend mit Lucky und die anderen in einer nice Irish Pub in Mühldorf. Oha! Ja, du kannst einmal davon ausgehen, dass es am Samstag in Minga recht zugeht. Trotz allem. Zwar nicht so wie am Freitag und am Sonntag, aber es ist Pfingsten. Das kommt nur dazu. Also es könnte ein gewisser Menschenauflauf sich in München versammeln. Rein theoretisch. So, Freunde der Sonne. Ihr seht es rechts oben, ihr habt über 10.000 Blutechos. Das Traurige an der Geschichte, die kann ich jetzt nicht zum Aufwerten hernehmen. Weil, haben wir letztes Mal am Ende des Streams noch festgestellt, die Kasperl, die verkaufen das Jägeranführer-Medaillon und das braucht man, damit wir im Kathedralenbezirk das Tor aufmachen können, der wo uns weitere Wege beschert. Und genau deswegen brauchen wir wieder die 10.000 und das holen wir uns jetzt halt, damit wir da, die schönen 10.000 Blutechos, mei, was war denn das jetzt gewesen? Ja gut, egal. Und deswegen werden wir da jetzt halt schauen, was der Phase ist. Ich hab mir vorhin eine Pizza mit Dönerfleisch eingedreht. Mir ist gerade gar nicht mehr gut. Was mussten auch bei 2 davon essen? Aber Pizza mit Dönerfleisch, I feel you. Ich kann da auch nicht aufhören. Da kann die, keine Ahnung, da verdrucke ich eine Partypizza, wenn es pressiert. Also eine richtig geile Pizza mit Fake-Käse und Dönerfleisch. Ich glaube, weiß nicht. Gibt's eine andere Art und Weise, wie man Porno tragen kann? Ich weiß nicht. So.
Die alte Hex da, die ist ziemlich undankbar, die haben wir letztens erst befreit. Der haben wir nämlich gesagt, dass sie da hergehen kann. Das ist nämlich ein sicherer Ort, oder? Und ja. Ich werde jetzt da mal weiterschauen. Ja, das haben wir ja letztes Mal alles gesehen. Aber... So, habe ich die. Den hat's auf alle Fälle. Übrigens, ich hab, wie ich die 10.000 Blutechos gefarmt hab, das kombiniert mit Blutechos und Quecksilberkugeln farmen. Also im Endeffekt, was im ersten Stream die Routen da, bevor ich den zweiten Boss, oder bevor ich den zweiten Boss machen wollte, habe ich doch so Routen abgefarmt. Ne? Die zwei Ogers, die wo Blutechos fallen lassen und der komische Heini in seinem Rollstuhl, der wo bei Quecksilberkugeln fallen lässt. Da habe ich eine Dreiviertelstunde in der Routen gefarmt, dann habe ich die 10.000 Blutechos beieinander gehabt und das hat mir ordentlich Blutfiolen eingebracht. Also wir haben jetzt, glaube ich, laut Lager 88 Stickel, das gelangt uns eine ganze Weile tatsächlich. Und Birgit, merci dir für den Lurk und viel Spaß beim Duschen. Schwimm nicht zu weit raus. So. Aber, da machen wir mal sauber nicht beidelt. So, unten schon. Blutsteinschäbe. Brauchen wir zum Aufwerten von Waffen. Unser Waffen ist aktuell auf plus 3. Bis auf plus 10 geht's. Aber die Materialien, die wir jetzt breiten, die kriegt man jetzt quasi noch nicht. So, jetzt hört man mit dem Medaillon ohne weiteres dieses Tor aufmachen. Also extra da. Ein besonderes Emblem hat das Haupttor geöffnet. So, und da haben wir jetzt. Das ist in Wirklichkeit der Astronomieturm aus Hogwarts, wenn es mich fragt, ne? Nicht, dass da Verwirrungen aufkommen. Oh. Oh, der hat einen Flammenwerfer, ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, und da ein Raben, ja, ja. Ah, der hat Skickerlot sind. Ah, da geht der andere spazieren. Irgendwie stelle ich mir so Jack the Ripper vor. Bei mir jetzt oder bei den Gegnern? London Bridge is falling down, falling... Pro Favidere. Grüß dich Gott. Bist du beim Mike beim Stream oder wie schaut's aus? So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß nämlich auch nicht mehr so genau, wo wir da überall lang können. Da hinten ist auf alle Fälle Loot, das ist immer gut für uns. Dickes Kaltblut, okay, das ist zum Seelenploppen. Weil der macht mich fix und fertig mit seinem Gestopfe, aber das wird schon passen. So. Von da haben wir einer gekommen, oder? Ja, von da haben wir einer gekommen. Gehen wir erstmal links. Eins nach dem anderen. Warum steht da eigentlich ein Rollstuhl? Prof, ist fit bei dir? Ja, ja. Au! Ja, was, kleinen Blutgeborenen? Wie, du bist mit Blut geboren? Hä, was? Gift besser? Da ist irgendwo ein Gegner. Oh, wo steht er denn? Da glaube ich, kann man anklopfen, ja. Herrje, was für ein seltsamer Geruch. Aber immer noch besser als der Gestank von Blut und Bestien. Was gibt es denn? Ich bin während der Jagd nur nicht zu sprechen. Wenn ihr also deswegen hier seid, muss ich euch selbst überlassen. Wenn euch das nicht reicht, kommt am Morgen wieder, Schätzchen. Ist das eine Dirne? Einmal für den Prof, bitte. Was? Achso, ja, jetzt sind wir benannt. Ja, dann... Weißt du, dass du bist, Mr. Price?
So, bitteschön. Jetzt würde ich gerade sagen, wenn jetzt der Alert nicht geht, dann flippt ich komplett aus. Ja, bitteschön. Ich sag merci, dass du am Prof quasi in die Bazi gehen willst. Das ist ja quasi ein Giftsab von dir, so mehr oder weniger. Und Prof, willkommen weiterhin erneut in der Bazi Gang und viel Spaß mit den neuen Emotes. Ah, ich habe übrigens noch Zintig Emote erstellt, ne? Animiert. Es ist zwar mehr so der Beta-Status, aber ich glaube, es passt für dabei. So, wo ist jetzt der andere Idiot? Oder da steht doch hier irgendwo einer. Ich höre ihn doch. Aha, da ist er. Herzlichen Glückwunsch. Ah, da liegt noch einer. Haut er mit einem Rechel zu, oder was? Okay, wir haben eine Rüstung gekriegt. Der da hinten noch Luft reinlassen. Klopfjollen, okay. Und irgendwer klopft da noch an dir. So, der da oder was? Wir sind zutiefst dankbar. Der Kirche für alles, was sie für uns tut. Wirklich. Zutiefst dankbar. Ja. Ja. Was? Okay, die wiederholt sich. So, was ist mit ihm da drin? Gelobt seid ihr, gelobt sei die ganze verdammte Kirche. Und viel Glück bei der Jagd. Viel Erfolg. Okay, ich glaube, der ist dicht. Gelobt seid ihr und viel... Schaut, die wiederholen sie einfach alle. Irgendwer schießt da. Ach, da! Da oben steht er, die Drecksau. Na, warte, die kommt auch viel. Lass mich fertig angezogen. Dann. Aha, der kommt mit der Fußballmannschaft, das ist eh klar. Ist eh klar, die M steht vor der Tür, das ist logisch, die sind unterwegs ins Trainingslager. Das hätte aber jetzt auch gleich denken können. Aber so einfach mache ich es nicht. Und da ist noch irgendein Bestienviech umeinander. Lauft wieder oben umeinander, Moment. Da ist ein bisschen Panik erst, sag. Mit deiner scheiß Kanone. So, jetzt darf ich mir gern looten, wenn's geht. Aha. Ah ja, mehr Blutviolen, mehr gut. Und was grunzt denn jetzt da schon wieder so saublöd? Ich hör's doch. Irgendwas grunzt da. Da rund war einer Lupen, oder? Hab ich da irgendwas übersehen oder hab ich mich da täuscht? Ah, sechst du da, sag ich doch. Giftmesser, aha. Ja, okay. I know what it is, man. Ah ja, die Viecher weiß ich noch. Mit Smallhome.
Die Dinger da oben, die wo so ein bisschen ausschauen wie Cthulhu, das sagt man da jetzt nicht gescheit, die haben ein bisschen gefährlich. Die saugen Einsicht ab und können one-shotten. Hat schon mal gut funktioniert. So, da ist eine Leiter. Schauen wir mal. Genau, da können wir da oben hier. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, wie man da unten gekommen ist. Oder muss man, glaube ich... Ah, die haben so zwei Taschen her. Gut, ich bin leicht angeblutet, ne? Oder manchmal muss man da unten hier, aber das können wir schon irgendwie zusammenbringen. Da herum gibt es auf alle Fälle auch einen versteckten Pfad, so mehr oder weniger. Ein Wächter aus Bergenwerf bewacht das Tor mit einem Passwort, dem heiligen Sprichwort der großen Kathedrale. Ja, okay, das ist das Passwort, was man braucht, um in den verbotenen Wald zu kommen. So, irgendwo war da mal auch noch ein Gegner. Genau, weil dann kann man nämlich von der Seite das Tor dann aufmachen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, irgendwie so ist das gewesen. Aha, da steht der Wuffels. Dickes Kaltblut. Genau, und da ist der Hebel, den man hebeln kann, und wenn man den Hebel hebelt, geht das Tor da auf. Sag ich doch. Genau. Und da oben splittet sich dann so quasi der Weg. Wir müssen das verrücken. Die zwei sollten wir normalerweise auch ohne Probleme weiterbringen. Ich würde gerade sagen, einfach Spin to Win, easy. Und den anderen haben wir auch noch zum Teufel, weil der Vollständigkeit halber. Haufen Wissen des Verrückten liegt da umeinander. Oh! Ich bin der so hysterisch, nur weil ihm sein Item steht. Sag mal, spinnst du ein wenig, oder was? Ich hau da Knirschein raus. Blöde Sau. Cartman, Habitiere, grüß dich gut. Alles fit bei dir. So, beim Prof passt auch alles gerade gelesen. Sehr gut, schön. Das freut mich. Schön, dass der Bazi-Gang gut geht. Das ist aber das Wichtigste. Mehr gesunde Bazi-Gang-Mitglieder, mehr gut. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir da jetzt alles? Passt alles? Ist sehr schön. Genau das wollte ich hören. So, jetzt müsste man da theoretisch da hinkommen, wo ich vorher gesagt habe, da weiß ich jetzt nicht, wie man lang kommt. Aber ich glaube, das müsste hier gewesen sein. Ja, ja, da hinten steht er. Ja, ja, ich hab dich schon gesehen, da brauchst du gar nicht runter. Aber der ist gefährlich. Freunde der Sonne, das Ding ist gefährlich. Der Kamerad, der grunzt nicht nur. Der saugt alles ab, der Typ. Also wenn einmal das Wasser in der Bude steht, das ist euer Mann. Auch wenn er gerade Nein sagt. Aber. Wer hat denn den Vogel jetzt auf den Plan gerufen? Scheiß Vogel.
Ich mag eigentlich Vögel gern, aber die Vögel jetzt nicht so scharf drauf. Zwillingsblutsteinscherbe, das ist jetzt die nächste Aufwertungsmaterialie, die wir jetzt brauchen, um unsere Waffen weiter auszubauen. Ja, also um es auf +4. Ich glaube, die brauchst du für +4, 5 und 6 Verstärkung. Aber gut zu wissen, dass wir das schon mal haben. Meine Frau hat gerade den besten Zitronenkuchen gemacht, so gut, so sage ich da. Boah, ja, Zitronenkuchen fühle ich. Also bin ich da jetzt tatsächlich neidig. Also, sagst deiner Frau einen lieben Gruß, ich bin ihr neidig. Oder eigentlich bin ich dir neidig, so muss ich sagen. So, da aber zu, meine ich, ist in den alten Wald dann gegangen, oder in den verbotenen Wald, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber da können wir jetzt erstmal noch nicht hin, weil da geht ein entscheidendes Detail ab. Da brauchen wir nämlich ein Passwort und das haben wir nicht. Mäßigungsblutedelstein. Gegengift. Aber der Vollständigkeit halber gehen wir trotzdem mal daher. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo man das Passwort herbringt. Na, das habe ich der auch, die Blutgeborenen. Ja. Das haben wir mir? Ja, still sein. Ich kann halt auch nichts anderes sagen, gell? Alles fit bei dir? So, jetzt pass auf. Jetzt schauen wir da mal auf. Weil es gibt jetzt da oben auf alle Fälle mit 2 Möglichkeiten, wo man hingehen. Ich glaube sogar 3 Möglichkeiten. Das Passwort ist, los mir ein oder es gibt aufs Maul, oder nicht? Ja, so einfach funktioniert es leider dann doch nicht. Also ich würde es wahrscheinlich auch sagen. Aber der Bruder, der Türsteher da dahinter, der ist... Also es ist sehr lustig, dass der Türsteher hinter der Tür steht und nicht davor. Aber... Ja, der nimmt es ein wenig sehr genau. Der Charlie. Gehen wir leider nicht ändern. So, da hinter mir ist auch noch irgendwie zweigweise weg. Aha, da siehst du da. Da ist er schon. Der Undertaker. Aber hat das Wort Tante ein gemeint. Oh. Jetzt wird der ihm so schön die Eingeweide ausreißen und der lässt mir einfach nicht. Der Dummdödel. Also da ist noch einer. Der Lümmel sagt auf die, ja, ja. Jetzt hätte ich gerade einen äußerst verwerflichen Kommentar gebracht, der war jetzt nicht so flauschig bin. Der zeigt auf mich, weil er ihm noch 5 Cent schüttet. Ne? Das hat er nicht sauber gefunden. Also ich bin eigentlich schon zinsenmäßig in der Kreide bei ihm. So, da haben wir auch einen Shortcut, den können wir auch gleich machen. Da siehst du es dann. So, was haben wir jetzt da? Was bist jetzt du für ein Kraut? Beschwöre Henriette. Aber warum sollte ich denn das tun? Ist das neu? Das hat es früher nicht gegeben. Also, dass ich die Henriette beschwören kann, das hat es früher nicht gegeben. Zumindest kann ich mich gerade absolut nicht daran erinnern, dass man in Bloodborne Beschwörungen hat machen können. Aha, da schau her, der Sensenmann. Hey, du! Du hast was am Arsch. Doch nicht, hat mich täuscht. Spulst du zum ersten Mal durch? Möchtest du das jetzt wirklich wissen? Oh, 6 Blutviolen. Holy shit. Aha, 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 aha. Da grunzt wer, das gefällt mir schon wieder nicht. Nein, ich spiele es nicht zum ersten Mal durch. Ich habe schon 8 Mal durch. Insgesamt. Aber jetzt das erste Mal seit 8 oder 9 Jahren spiele ich es wieder. Tatsächlich. Ja, für 3 Sterne Holz ist der Axt aber schon ein wenig gach, meinst du nicht? Oh, wer schießt da? Da schießt schon wieder irgendwie. Ich hab's gewusst, die haben nie allein, die Idioten. So, was ist jetzt das für ein Unsympath? Aha, der Haumdacher persönlich. Ja, wie handelt man das jetzt? Wie handelt man das ganz einfach? Du kommst du jetzt einfach auf, ob du magst oder nicht. Wir streiten uns das schon aus. Meine ich, oder? Ah, freilich.
Eh klar, da schon ich hau da ein wenig auf den Hut, damit nichts passiert. Oh, da kommt noch mehr. Ey, tu ich mal dein Knirschein bis... Aua. Kaputt. So. Jetzt zu dir, Kollege. Jetzt hast du da vor mir einen Stecker in der Hand. Was ist denn mit dir verkehrt? Ab vom Hof. Gut, I like. Wo ist das brutal? Was ist brutal? Das Spei? Ja, das blättert hübsch. Ich glaube sogar, also wenn mir jetzt nicht alles täuscht, neben Sekiro eins der blutigsten Souls-Likes. Oder Souls-Spiele, Entschuldigung. Von From Software sind ja keine Souls-Likes, sondern sind reine Souls-Spiele. Tatsächlich so, da gibt's jetzt nichts, okay. Finde ich gut. So, was ist jetzt das? Der Exorzistenclub oder was? Ja, freilich, ich bin ein Antichrist, ist eh klar. Darfst schon hergehen zu mir. Oh, scheiße, der hätte sogar passt. Hab ich nicht gewusst, einmal sorry. So, Freunde, dass da zwei so Exorzisten stehen, das ist nicht ohne Grund, weil da drin ist ein fette Tier. Und da gibt es auch einen fetten Boss. Den machen wir aber noch nicht. Der überlebt sogar einen Eingeweideangriff. Leck mich am Arsch. So, da drin ist ein Boss. Ein Main-Boss, den muss man lenken. Sonst geht es nicht weiter. Aber der ist ziemlich tanky. Den kann man jetzt schon machen. Ist aber stabiler, wenn man ein wenig später macht. Ne? Das kriegen wir alles hin. Weil es ist ja so, in Bloodborne, Freunde der Sonne, aufgemerkt, Souls Wissen von Bazi, in Bloodborne ist ja jetzt aktuell die Nacht der Jagd. Ne? Es schaut jetzt noch nicht so ganz nach Nacht aus, ne? Es ist jetzt quasi Abend, ne? Frühabend, und das Spiel hat mehrere Tageszeiten, sag ich jetzt einmal. Ne? Und gewisse Bosse sorgen dafür, dass die Tageszeit voranschreitet, oder besser gesagt die Nacht voranschreitet. Ja? Und der Boss da drinnen, also sprich der, wo da dahinter ist einer der Bosse, die diese Tageszeit voranschreiten lässt. Das heißt, da passieren dann Dinge oder werden wieder Dinge getriggert, die wo dann in gewissen Maps wieder andere Events hervorrufen. So, auf die Art. Ne? Das heißt, man sollte idealerweise möglichst schauen, dass man so viel wie möglich aus den Tageszeiten mitnimmt. Ne? Deswegen gehen wir jetzt da auch noch nicht rein. Weil es halt, wie gesagt, einer der Hauptbosse ist, den man legen muss, damit es überhaupt weitergeht. Ne? Weil du kannst Bloodborne jetzt nicht am Abend durchspielen, das funktioniert nicht. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Aber wir können auf alle Fälle mal in ein anderes Gebiet gehen. Und das geht jetzt, glaube ich, über diesen Weg hier. Ne? Blutunterlaufener Augapfel, ja perfekt, der braucht der Brenn, glaube ich. So, schauen wir mal. Ach ja, das war die Gegend da. Der hat einen zweiten Mon gehabt, ja, der den Eingeweideangriff gekriegt hat, getankt hat, der hat eine Magenvergrößerung gehabt, wahrscheinlich. Keine Verkleinerung, sondern eine Vergrößerung. Ach ja, das ist da, ja, kenne mich schon wieder aus. Ist ein bisschen zintig, das Gebiet. Aber das werden wir irgendwie gebacken kriegen. So. Da haben nämlich ein paar Unsympathen. Und mit ein paar meine ich einige. Da hinten stehen nämlich auch 3 oder 4. Ja, und dann haben noch Wuffis da. Und da hinten steht auch schon wieder so ein Vollidiot mit seinem scheiß Quer. Und die nächste Laterne ist aber da vorne irgendwo. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Wir haben ja jetzt die ganzen Shortcuts offen, von daher ist es auf alle Fälle einmal fein soweit. So, da hinten steht auch eine Mischung aus Wolf und Weltsau. Ich weiß nicht, der steckt direkt da vor dem Baum. Das Ding meine ich. Sitz! Okay.
Gut, wenn der andere jetzt nicht dahergehen, aber hätte man das clean machen, genau, aber so funktioniert es natürlich nicht. Aber gut, kein Problem. Bist du jetzt de-agro oder wie schaut's jetzt aus? Charlie. Ja, einmal ausniegen an den Herrn, ne? Oder an das etwas. Ja, bitte Gott, du, deine Mama ist ein Gott. Okay. Da ist noch einer. Ich hab den Speck gesehen. Böser Fehler, da jetzt einfach blind hinter zum Rennen, weil da haben noch ein paar andere Kameraden, wenn mich nicht alles täuscht. Da hinten spaziert auf alle Fälle einer, habe ich genau gesehen. Da bin ich jetzt erstmal safe, oder? Du musst schnell kurz umschauen, weil aus jeder Ecke kann so ein Hund kommen und die Hunde sind garstig. Ne? Es gibt erzogene Hunde, aber die definitiv nicht. Ah, da steht auch noch einer, seht ihr das? Ich hab's ja gesagt, wenn wir da jetzt hier rennen, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Ja genau, das wollte ich. Das wollte ich. Genau das wollte ich. Sitz. So, und jetzt bist du fällig da dahinter, da mit deiner Donnerbüchsen oder was auch immer das ist. Du zweiklassiger Jäger. So, Ende. Hast kein Leckerli dabei? Nein. Also, ja, Molotow-Cocktails kann ich nachher werfen, wenn es pressiert, aber ich weiß nicht, ob das als Leckerli zählt. Ist das automatisch anvisieren? Nein, mache ich selber mit dem rechten Analogstick. Merkt da eins, in Souls-Spiele willst du selbst anvisieren. Glaub mir das. Ja? Ich weiß jetzt, es hat irgendein Souls-like gegeben, da wo der Gegner automatisch anvisiert ist. Das ist die oh, leck, Alter. Du kannst das auch gleich sparen. Also, finde ich. Da hinten steht auch einer. Mit Hund, oder? 100%. Ja, Jäger ohne Hund, das war direkt komisch. Ja, das ist mal. Ihr seid verflucht! Ah, hast kein Panzerbrechen im Mund. Oh, der Blut. Na gut, zielen kann er. Wow, leck, was war denn das? Freunde der Sonne. Was für ein Viech läuft darum, dass da 8 Jäger umeinander rennen müssen? Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn's grantig sind. Ich hab's so zärtlich mit meinem Sägehackbeil gestreichelt, also bitte. Das muss ja wohl an Zuneigung langen für so ein Viech, oder nicht? Bin jetzt du wieder falsch gewesen, oder was? Das kann ja deners nicht sein. So eine falsche Auffassungsgabe vom Leben kann ja deners nicht haben. So, was ist jetzt mit eng 2 Hand da, oder? Was ist, tanzen wir jetzt noch, oder? Das ist nicht anders, schaut man direkt im... Ah. Ja, blöd, gell? Wenn man... Oh, man ist 2 Kupenbrunzen. Ah, das nehmen wir auch mit. Oh, da liegt auch noch was. Kieselstorner, sehr gut. Ich wirf so lange mit Storn ab, bis du stirbst. Das passt ja. Das Viech bist du. Jetzt im positiven oder im negativen Sinn. So, das sind jetzt die 3 lustigen 4 dahinter, oder was? Ob ich ein Molly... Nein, aber Feierpapier, aber das hilft mir gerade nichts. Schade eigentlich. Das ist halt nicht so viel. Ja, gut, stimmt. Ja, true story. Ne? So, was sag ich jetzt da? 3 Jäger und einen. Oder haben die zu viert jetzt mit einer Pistole oder was? Dann wird's aber kreislich. Die bewachen auf alle Fälle irgendetwas. Ich weiß nicht mehr, ob das relevant ist, was man da kriegt, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Jetzt passt so macht. So. Aua. Aua. Scheiße. Ja, war gierig. Okay. Der wäre so nicht da. Selbst schuld hast. Aber gut, das macht nichts. Das kriegen wir wieder hin. Jetzt muss ich zwar den ganzen Weg da aufrennen, weil die ganzen Gegner brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal machen. Ah ja. Sprinten wir einmal gut durch wie der Usain Bolt und dann passt es ihm schon. Alles halb so weit.
Schnauze. Tini, ja, Habitäre, grüß dich gut. Alles fit bei dir? Schön, dass du reinschaust. So, wie gesagt, die ganzen Gegner da auf, die besiege ich jetzt nicht noch mal alle. Weil dann haben wir morgen noch beschäftigt. Das freut mich, dass bei dir alles passt. Du, bei mir auch alles in Ordnung. Ich bin gerade ein wenig dämlich gestorben. Da war ich ein bisschen zu greedy. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg, mal knapp 14.000 Blutechos wieder zu holen, weil wenn die flöten gehen, das waren einige Aufstiege, da war ich ein wenig zintig tatsächlich. Aber das werden wir irgendwann schon irgendwie hinzaubern. Das Gute ist, die haben nicht die sonderlich schnellsten da. Und ich glaube, da haben ein wenig zwei Bier gesoffen, weil die so eine raue Stimme haben. So. Ich vermute jetzt einmal fast bei der krassen Menge an Blutechos, die mir da gerade durch die Lappen gegangen sind, wird die irgendeiner eingesackelt haben. Das heißt, die werden jetzt nicht einfach irgendwo random am Boden umeinander liegen, wo ich gestorben bin, sondern da wird die wieder Gegner für sich beansprucht haben. Das heißt, jetzt sterben wir sowieso noch mal blöd, aber okay. So, die müssen ja dann irgendwo da sein. Ja? Wenn dann. So. Das heißt, wir müssen das jetzt ganz gechillt und geordnet machen. Du hast es gesehen? Ja, dann brauche ich es perfekt. Dann bist du ja voll im Bilde quasi. So, jetzt nehmen wir ja erst einmal Hops da damit. Halt's Maul. So, dann kommt der andere gleich dahergesprungen nochmal. Wo irgendwo. Da hinten ist er. Was macht Terrassen und Setup und alles, was du da so drin hast in letzter Zeit, war ja lange nicht da. Das neue Setup kommt. Schnauze, ich erkläre gerade was. Sitz. Das neue Setup, das ist quasi hier. Also ich bin quasi schon umgezogen und Terrasse wird morgen aufgestellt. Die wird am Wochenende soweit fertig, bis auf den Bodenbelag. Den werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche noch irgendwo hinbauen. Aber ansonsten ist es alles tutti fein umgegangen. Ich bin jetzt quasi wieder mehr oder weniger voll da. Und ja, es kann schlimmer sein. Sagen wir so. Aber danke der Nachfrage. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Irgendwer von denen 4 da dahinter hat meine Blutechos und ich will sie wieder haben. Und derjenige wird mir's geben. Zwar nicht frei. Aha. Ich glaube, ich sehe sogar, wer es hat. Ich glaube, der ganz rechts. Ist kurz von der Grafik her sein, aber ich glaube, dass der clearer die Augen hat. Ja, wo da. Ja, gut, das sagt es im Stream ein wenig schlecht, aber. Ja! Da stehen mehrere kreuz und quer. Das heißt, kreuz und quer. Das heißt. Jetzt wieder da blind reinrennen, das war wieder nicht das Richtige. Ja, da müssen wir uns nochmal vortasten, das hilft alles nichts, weil da stehen nämlich ein Haufen verteilt. Ja. Struggle eines Souls-Likers, ne? Wie kommt man wieder an seine Beute? Die, wo am gewaltsam entrissen worden ist. Herzlich super, freut mich, dass alles dahin läuft. Dankeschön. Dankeschön. Wie läuft bei dir wie läuft der DayZ-Grind? Jetzt pass auf, der hat da wieder seinen Trickskiller da hinten stehen, oder? Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Ja, freilich, da gehst du her. So. Aua. Schnauze, Paul. Jetzt würde ich gerade sagen, als ob ich die Orientierung verloren. Du schießt durch! Läuft immer noch, bin noch voll drin und bockt Vollgas. Sehr schön. Das ist aber das Allerwichtigste. Also, es gibt nichts. Oh, leck mir mal, jetzt glaube ich, habe ich. Hey, wo kommen denn jetzt die 3 her? Da stehen ja noch mal 3. Wo haben die jetzt hergekommen? Okay, gestiften. Möchtest du mich verarschen jetzt, oder was? Wo haben denn die 3 jetzt hergekommen? Die waren die vorher da? Ich heile mal.
Und die Scheiße, ich muss mir unbedingt bei nächster Gelegenheit Mollys kaufen. Unbedingt. Mollys warten zauberhaft viel wert. Sofort gibst du deine Ruhe. Ach, die haben einen Rundgang gemacht, deswegen haben die da vorher nicht gewesen. Ah. Ja dann. Solange Spaß macht, ja genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Das Wichtigste ist, dass man Spaß am Spiel hat. Wenn man Spaß am Spiel hat, der zielt schon auf mich, obwohl ich hinter dem Baum stehe. Was ist denn mit dem? Oh, jetzt bin ich am volle Pulle reingesprungen. Da hinten steht einer, da steht einer. Musst du schon essen? Merci dir für den Lurk, einen guten und viel Spaß beim Duschen. Schwimmen wir nicht zwei raus. Ja, da darf sich halt der Molly jetzt schon rentieren, gell? Weil den da ich am hinterm vom Grobstor aus 4 feiern, das geht. Ich weiß, was der vorhat. Das gerade sag ist. Da stehen nämlich so explosive Fassel. Wenn ich da reinrenne, bin ich da garantiert am Arsch. Ja, ich darf da gern selber hinschießen, aber bei mir bringt's nichts. Ja genau, das sagst du gerade du. So. Ja, da darf sich jetzt eben genau der Molly rentieren, wenn ich einen hätte, aber ich habe halt leider keinen. Kräftiger Blutcocktail bringt gar nichts, den brauche ich für einen Boss. Ja, super, ich kann ja... Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Freunde der Sonne, ich habe da eine Idee. Jetzt passt auf, jetzt kommen Pro-Gamer-Strats. Jetzt pass auf. Okay, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das erwünscht habe. Ich hätte eigentlich gehofft, der kommt da her. Der Penner da rechts hat meine Seelen. Toll, wie stelle ich das jetzt an, ohne dass ich noch mehr stirb? Muss man jetzt wirklich muss man jetzt wirklich Mollys kaufen, ha? Ja, der Rechte hat's. Der Rechte hat's, das sagt mir jetzt recht schön. Die klirrenden Augen, also die leuchtenden Augen, ne, vom ganz Rechten. Das ist der Hinweis, dass der meine Blutechos hat. Und du musst den Gegner töten, dass du deine Blutechos wieder kriegst. So, den können wir ja mal... Okay, die zwei dran sind das ist jetzt mal gut. Okay, die zwei rechts denken sie, his vision is based on movement, oder? Er, der ist der Einzige, der wo das kapiert. Bleib jetzt so lange hinter dem Baum stehen, bis du gehst wieder umdreht. Sagst du es doch, man muss gerade da warten können. So, und jetzt bist du aber völlig du. Arschgeburt. Her mit meinen Echos, aber ganz schnell. Das möchte ich auch meinen. Was, ein Knochenmark-Asche. Okay, das war jetzt ungefähr, okay, das was da gelegen ist, war jetzt, glaube ich, komplett fürs Licht, aber naja. Der berühmte Stahlbaum, ja, der berühmte Stahlbaum, genau. Den gibt's in Daisy. Ah, das ist noch ein Wuffi, da schon her. Oh nein, das ist nicht nur ein Wuffi, das ist noch ein Jäger mit dazu. Aber die ziehe ich einen Zahn schon, da brauchst du... Oh, das sind 2 Wuffis mit einem Jäger. Okay, die ziehe ich einen Zahn vielleicht doch nicht so einfach. Ist das jetzt der Endgegner von dem Pfad da, oder was?
Aber wie machen wir das jetzt? Oh. Gut, dann noch 3 Runden, das ist gut. Ui! Du hast ein Problem, glaube ich. Wenigstens lassen sie einen Haufen Kugeln fallen. Hemwick, Knochenstraße, Freunde der Sonne. Hat ein bisschen was. Also die Sicht jetzt da 4 hat definitiv was von Resi 8. Und da ist eine Laterne. Und die werden wir jetzt aktivieren und dann gehen wir mal in den Traum des Jägers und werden uns einmal die 19.000 Blutecho schmecken lassen. Sehr schön. So, Püppchen. Ich muss eingenickt sein. Was Offensichtlich. wünscht ihr? So, wie Gut, lasst mich. viele Attributsboostungen haben das jetzt? Ja, 5, das rentiert sich. Jetzt pass auf. Erhöht GP, Ausdauerresistenz, physische Waffen bestimmt legen fest. Okay. Attribut aus Kraft von Quecksilberkugelnwaffen bestimmt. Achso, okay. Blutfärbung, Arkan. Es gibt aber jetzt keinen Wert, der wo Blutviolen stärkt, right? Okay, dann gehen wir auf alle Fälle mal 2 mehr Ausdauer, 2 mehr Stärke, 1 mehr Gesundheit. Ich glaube, das passt. So, und wenn ich mir da jetzt noch irgendwie... Das reicht für 4 Mollis. 3 Mollis. Ja, okay, nehmen wir mal mit. Mollis haben oder nicht haben? So, jetzt schauen wir mal, ob ich ein bisschen Blutedelstein habe. Oh ja, der ist deutlich besser. Der verstärkt meine Grundwaffenschamme um 9 und der macht mehr physischen Angriff. Und meine GP erhöhen sie auch. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir doch den. Moment einmal. Kann ich meine Waffen vielleicht einmal reparieren? Das meine ich war. Das kostet 223. Ja, gut, auch recht. Das haben wir gleich. Gut, dass wir mir immer ein bisschen einen Kredit auf der Tasche haben, da wo wir jederzeit zugreifen können. Nicht das. Das ist so. Apropos, kann ich die schon verstärken? Ja, kann ich sogar, aber da gehen wir jetzt... Ah, okay. Wenn wir die Waffen natürlich auf +4 machen können, dann tun wir das natürlich. Ja, müssen wir wieder in unseren Kredit gehen. Extra. So, Waffe verstärken. Wie? Hä? Warum? Ich hab doch... Ach so! Ach, ich bin... Ach Gott, ich bin so ein Eumel. Ich brauch 3 und hab 2. Scheiße, ich hab mich verlesen. Ja, okay, gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, dann der wir doch bei der Hemwick-Knochenstraße weiter. Ja, das ist das Jägeranführer-Medaillon, das haben wir heute gekauft. Ganz am Anfang. Sehr schön. Nein, wie taugt's euch? Bloodborne, 2. Stream. Wie schauen wir aus? So, Hemwick-Knochenstraße. Stimmt, da haben noch die durchgeknallten Hexen, die wo da umeinander rennen.
Ja, Respekt. Also wenn es mir mal so weit fällt. Hey, du hast daneben geschlagen. Bisschen viel Jager. Ja, das ändert sich. Du brauchst dich gar nicht runter. Da können wir noch ganz andere gestalten. Trust me. Pause fast aus. Hol mir noch einen Kaffee, sonst schlafe ich ein. Da. Ach du bist in der Arbeit. Ach so, da hat einer Spätschicht. Ja, dann fühl dich gedrückt. Ich hoffe, die Spätschicht ist halbwegs angenehm. Und dass die Zeit bis um 10 schnell vergeht. Hast das fast geschafft. Gott sei Dank. So, was ist jetzt da für eine? Hört ihr das Flüstern des Friedhofs? Dann ist es bald Zeit. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ich sag merci fürs Zuschauen, dass du schon einer geschaut hast. Trotz deiner Pause. Dankeschön. Hört ihr das Flüstern? Dann ist... Oh, ich... Aha, okay, ja, creepy. Das ist ein Shortcut. Den können wir noch nicht verwenden, aber bald verwenden, I guess. Kann mich, glaube ich, nur so ein bisschen erinnern, dass da was gewesen ist. Und mir macht Spaß zum Zuschauen, das freut mich, Cartman. Hey du, wie schaut's denn aus? Ja, dann halt nicht. Zwillingsblutsteinscherbe. Jetzt müssen wir aber nur, um das mal aufwirken könnten. Okay, was haben die Nummer, dass die so drauf haben? Hä? Hallo? Ich will das haben. Ist verarschen jetzt oder was? Hallo? Ich hab's gerade noch gehört, dass so gerade jemand kommt. Kommt da sonst noch wer? Blutunterlaufener Augapfel, ja, herzlichen Glückwunsch. An die Stelle kann ich mich tatsächlich nur erinnern, da müsste jetzt irgendwo so Oma oben stehen und mit Mollis nach mir werfen, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss man ziemlich aufpassen. Vor allem, weil da kommt da so eine Tante mit Hund. Also ein bisschen was weiß ich tatsächlich noch. Hallo! What do you mean? Ah, so ist er brav. Wenn die Oma kocht... Du bist gerade gleich mal angesprungen, ich weiß nicht, ob's... Aua. Ja genau, das ist die Tante, die wo mit Mollis nach mir wirft. Aha, da ist noch mal eine mit einem Holzhammer, sehr gut. Die glaube ich, die ist gerade in der Küche gestanden und hat schon Schweiners gemacht. Hi. Ich am Arsch. Boah, leck, Alter. Dabatz 1 Sachsen die. Ja, Sachsen die. Du hast mir jetzt aber sauber aus dem Sessel gerissen, weil wir haben merci dir für deinen Resub im 14. Monat. Merci dir. Weiterhin willkommen in der Basis. Viel Spaß mit dem Mods. Wie geht's dir? Lebt mich am Arsch, red mich halt nicht so. Den hab ich jetzt gar nicht kennen sehen. Ja genau, du hast... Ja, perfekt, Molotov-Cocktail, die nehmen wir. Ach, da war's auch aufgegangen, lol. Okay, gut.
Oi, oi, oi. Wie enttäuscht hat man Soulspieler erschrecken von nichts mehr. Aha, ja, da schon her. Hat das Maul, Fetti, ey. Oh, der ist aber tanky. Oh gut, dass der ins ein sauberes Luftloch geschlagen hat. So, da ist wieder so eine Tante mit Mollis, die steht da drum. Schnauze. Ja, normal, grundsätzlich in Soul-Spielen ist es ja auch richtig, aber du hast halt anders eingeschlagen. So, ja. Blablabla. Ich glaube, da kannst du hinten den Shortcut aufmachen, wenn wir nicht alles da ist. Aber erst holen wir uns mal den Loot. Blutsteinscheibe, ja, die nehmen wir natürlich schon mit. Weil warum nicht? Sonst ist es fit bei dir, Baby. Schön, dass du bist. Mhm. Die genau gehört. Genau, da ist da hinten aufgegangen, da muss man hier vorne die Tür aufmachen und da rechts müsste der Aufzug sein, wenn man nicht alles täuscht. Ich glaube, das war so gewesen. Ja, habe ich die. Wie schaut's aus? Ja, da ist der Aufzug. Leichtsinnig. Das war sehr leichtsinnig. So, Aufzug geht es. Aktivieren wir gleich mal. Genau, aber dann können wir nämlich da wieder raus. Kurz für euch zum Verständnis. Da ist die alte Tante. Ne? Sagt die schon was anderes? Hört ihr das Flüstern des Friedhofs? Deine Mama. So, und da haben wir ja oben, können wir, da vorne ist nämlich die Laterne. Wir könnten uns jetzt tatsächlich wirklich überlegen, ob wir schnell zurückgehen, aber rentiert sich, glaube ich, noch nicht so wirklich. Obwohl, wir können die Waffen aufwerten. Doch, rentiert sich, machen wir. Aber dann muss ich die ganzen Idioten da wieder machen, oder? Ah, schauen wir weiter, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Um das eine Waffen-Upgrade tut es uns jetzt auch nicht weh. So, genau, und da hinten zu, da muss man jetzt aufpassen, rechts ums Eck steht nämlich so ein Vollidiot, der wurde mit dem Recher über die Brücke wirft. Aufgemerkt. Falls die Frage kommt, ja, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich hier gestorben. Schande über mein Haupt. So, da steht es nämlich, gell? Ist ja nicht so, dass man es übersehen kann. Aua. Was war ein bisschen komisch Kopfgefallen, wahrscheinlich weil ich heute außer 500 Milliliter Plasma noch nichts getrunken habe und ich bin schon wieder am Kochen. Obwohl ich gestern erst Gulasch gemacht habe, aber ich hab voll Bock schon wieder aufs nächste. Du, wenn man Hunger hat, dann sollte man essen, ganz einfach. Und ja, das mit dem Kopfweh, da leiden wohl heute mehrere Menschen drunter, das wieder ist aber auch wirklich veranlagt dazu, ne? Erst rennt's wie auskübeln, dann scheint Sonne, dann ist es wieder saukalt, dann wird's wieder Schweile, also da sollst du dich auskennen als menschlicher Körper, gell? Manchmal hat man es als biologischer Mechanismus so auch nicht einfach. So, da müsste jetzt aber glaube ich noch eine stehen. Ah ja, da steht Ja, hallo, ich darf da stehen. Was ist mit dir? Nicht? Ja, okay. Dann halt nicht. Da meine ich aber auch wieder so eine Tante, die mit Mollis wirft. Da vom Dachboden, aber wenn mich nicht alles täuscht. Oder mir jetzt wenigstens gespannt. Hallo? Hallo? Ja, fein ist er. Ja, cool ist der. Ja, da zieht da etwas an. Wie blöd bist du denn? Hupfe?
Oder da, Tomapyrin intensiv hilft und ja, du sollst definitiv was trinken. Trinken ist wichtig, ja, definitiv. Du glaubst da wohl nicht, ja genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, du glaubst da wohl nicht ernsthaft, dass ich jetzt da mit dir da hinten kämpfe, damit ich in diesen Abgrund abrunden. Da gehst du schon schön brav zu mir daher. So ist ein Wein. Knapp. Okay. Omi, ich weiß nicht, ob es da schon mal wer gesagt hat, aber in einen Heistall Mollis zu werfen ist uncool. Oh, hoffentlich sagt das Frau Bazi nicht. Leck mich am Arsch. Sag's die, was habt ihr? Mein bist du wieder aus, oder bin ich ein wenig sicherer da. Gut, sein, du hast halt aber auch keinen Meter weit nicht, gell? Vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so schlau, da mit der Fackel da umeinander rennen, aber... Naja. Gibt's ein kleines Secret da dahinter? Jetzt gehen wir nämlich überall den Boden, wo wir gerade gewesen sind. Aha! Sagt der wo mit der Pumpgun nicht guckt, auf dem mit dem Rollstuhl oder was? Was gleich her da deine Kugeln? Expertenblutedelstein, okay? Gut. Hier geblieben. Zwillingsblutsteinscherben. Ich glaube, dass wir unsere Waffen mittlerweile sogar um 2 Stufen weiter aufstufen können. So. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das die Bergenwerf Akademie sein, da kommen wir später auch noch hin. Ja, ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, da ist wieder dasselbe in Gräer. Da gibt es auch wieder so einen Spasten, der wo ums Eck steht. Den sieht man da hinten sogar ganz leicht mit dem Hammer. Ne? Da, wenn du jetzt einfach weiter rennst, ja, und wenn du das blind speist, dann weißt du das auch nicht gleich. Oder wenn du zumindest nicht gerade einen Moment hast, wo du gerade nicht aufmerksam bist, dann fliegst du halt da gleich mal übers Dach, glaube ich. Und da fällst du weit. Deswegen. Ihr seid ekelhaft. Das sagst du. Los, ihr elenden Bestien. Halt deine Fotzen hier zum Stirb. Du mein Arsch. Hast du wenigstens Loot? Nein, wieder nicht. Knickere. Tanten. Da hinten ist Loot. Mal ein bisschen Obacht geben, weil da gibt es auch wieder mehrere, soweit ich das noch richtig weiß. Ja. Sehe ich schon. Ah, da ist wieder dicker. Heilen wir uns einmal, weil der tut ein bisschen mehr weh. Irgendwas ist gerade gestorben zu meinen Gunsten. Kommst du noch her oder schauen wir uns jetzt so lange, bis einer von uns zwei da rumfällt?
Oh, ich soll vielleicht aufpassen, weil dahinter nämlich die zwei Omis daherkommen. Freunde der Sonne, Regel Nummer 1 in einem Souls-like oder in einem Souls-Spiel: Geduld haben. Ne? Nix überstürzen. Ja? Lieber einen Schritt zweimal über. Sechs ist da, lieber einen Schritt zweimal überdenken, bevor man blindlings in irgendeine Gefahrensituation kommt. Ja, ist ja schon gut, Mama. Ja, genau, voll, Abi! Du bist da der größte Blindgänger, oder? Der, wo in Gottes der wo auf Gottes schöner Erde umeinander rennt. Ja, perfekt. Schau, da brauchen wir die Finger gar nicht schmutzig machen. Das ist perfekt. Gerade rede ich noch, man muss gerade Geduld haben. Die stolpern schon irgendwann einmal und rutschen da aus. Da, das ist die nächste. Da gehst du her. So, machst das du genauso, hä? Ah, freilich, oder? Du bist da bestimmt genauso handsam. Jetzt hätte ich aber gelacht, wenn ich auch runtergesprungen wäre. Ja, der andere ist einmal dezent baden gegangen. Jetzt ist nur noch der Dicke über, der sich gerade wundert, wo seine Mami sie hat. Ja, ich weiß schon, das ist nicht schön. Richtig. Easy. Aha, der Hund. Sitz. Ah ja, wenigstens Mollys fallen lassen, da schau her. Na los, da! Aua. Okay, gebe ich zu, den heute können wir sehen. Okay, da ist irgendwas Größeres. Ach ja, stimmt, da laufen zwei so Henker umeinander, ja, ja. Aber da ganz links können wir jetzt auf alle Fälle den Shortcut aufmachen. Das machen wir nämlich jetzt als allererstes. So, jetzt ist nämlich da die Tür auf. Und jetzt brauchen wir den Weg über die ganzen Dacheln nicht nochmal machen. Das haben wir nämlich jetzt erledigt. Okay. 12.303. Ich sag das ganz ehrlich. Da gehen wir jetzt einmal schnell zurück in den Traum des Jägers, investieren wir in unsere Waffen und nehmen wir den Rest zum Aufwerten her. Sind wir ziemlich... Wo kommst denn jetzt du noch her? Sind wir ziemlich gut durchgekommen bisher, muss ich schon sagen. Einfach mal alles hops genommen. Gut. Okay. Nice. Blut von Adela. Whatever that is. So, wir hatten unsere Waffen nochmal auf. Plus 4. Plus 5. Nice. Und einen neuen Blutedelstein haben wir gefunden. Was macht die mehr physischen Angriff und Wiedergewinnung? Okay, Stichangriffe interessiert mich nicht. Das ist alles schlechter, also ist die aktuell noch am besseren. Und da haben wir jetzt auch nichts, was uns verbessert. Okay. Kriegen wir leider noch den dritten Edelstein-Slot nicht dazu, aber das kommt noch. Aber jetzt haben wir immerhin schon mehr Waffen auf plus 5. Nun gut, lasst mich in... Also mehr so.
Ja, jetzt wenn wir da wieder auflaufen, können wir die 2 Henker im Endeffekt noch machen und die Hunde, die da rumrennen und dann müssen wir eigentlich schon einen Boss machen können. Theoretisch. Zwar einen relativ einfachen Boss, wahrscheinlich sogar der einfachste Boss im Spiel, aber immerhin. Und da müssen wir schauen, wo wir weitergehen. Es leben die Shortcuts. Wie schon wieder warten das. Ach, da ist er. Vier Blutviolen. Leck mich am Arsch. So, die Hemweg-Knochenstraße, beziehungsweise da hinten in dem Gebäude war der Boss. Aber da gibt es auf alle Fälle noch Loot. Wir schauen mal, ob wir es irgendwie deichseln können, dass wir den Hops nehmen. Weil die hat nicht ganz so einfach. Ja, mit Molly ist damit nichts passiert. Okay, er hat jetzt scheinbar keinen Wunsch auf Stress. Noch nicht. Ich scheiß mir eher vor den Hunde dahinter ab. Da hinten liegt auf alle Fälle noch Loot, das müssen wir uns noch holen. Er stopft da auf und ab. Okay. Ja, wir müssen auf alle Fälle beide einzeln bekämpfen, weil wenn wir die gleichzeitig bekämpfen, haben wir keine Chance. Müssen wir das Kind einmal beim Namen nennen. Ja? Das heißt aber, wir legen uns erst mit ihm da an, weil der dreht wieder um. Der ist am wenigsten dramatisch. Machen wir viel Schaden, holy shit. Okay, ich bin jetzt ehrlich, ich habe jetzt nicht mit so viel Damage Output gerechnet. Normalerweise sind die Dinger tanky ohne Ende. Gut, liegt halt aber auch daran, dass wir schon Waffen auf +5 haben, ne? Das darf man natürlich jetzt auch nicht außer Acht lassen. Das war jetzt halt dumm, was ich da habe. Ja, ist schon gut jetzt. Lass mich du jetzt bitte mal in Ruhe heilen. Deine Mama! Ist dich. Oh, schwere Geburt jetzt da, der eine. Okay. So, jetzt können wir die Wuffis da noch machen, irgendwie. Sind das noch mehr Henker, oder was? Nein, es sind nur Wuffis. Okay.
Oh, leck, da stehen noch Nutzer. Oh, leck an das Vieh. 1, 2, 3, 4, 5. Wahrscheinlich ist da noch ein 6. auch noch irgendwo, 100%. Moment. Ich hasse Hunde. Also, die Hunde meine ich. So. Haben wir es jetzt? Fix letten. Wieder direkt noch einen Stress. So, und da gibt's Loot. Seh. Das ist eine Rune. Es gibt quasi Blutedelsteine, die wo man in die Waffen setzen kann, und dann gibt es noch Runen. Müsst ihr jetzt im Traum des Jägers nachschauen, was genau Runennamen machen, aber da gibt es quasi, die geben Passiveffekte, wenn mich nicht alles täuscht. Also zum Beispiel, dass dauerhaft deine Heilung stärker ist, oder dass du halt ja, dass deine Waffen zum Beispiel weniger verschleißt, lauter jene Späße an das. So, da hinten stopft auch noch mehr ein Henker rum. Und da muss man jetzt aufwachen, weil da kommt nämlich eine Schar Hexen, und wenn die jetzt, wenn wir mir da jetzt als Kämpfer anfangen, dann auch gerade der Typ da hinten, an dem man sich so schön sneaky-peaky anschleichen kann. Deswegen warten wir einfach, bis die Hexenbräute da herunter haben, und dann, ja, dann wird schon besser werden. Beziehungsweise bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob die auch wieder umdrehen. Ach, die drehen wieder um. Ah ja. Auch fein. Ach, den kann man nicht. Okay. Oh oh. Ja, dann soll er mit zu mir hergehen. Wenn du nichts dagegen hast, natürlich, ne? Du darfst da oben stehen bleiben, wenn du dich wieder umdrehst. Aha. Okay. So, und der andere beschützt jetzt den Boss, oder was? Ach, der hat da die Truhe bewacht. Na dann. Mäßigung Blutedelstein. Okay, nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass der da steht, aber... Ich glaube, du hast die verlaufen. So, da herin gibt es jetzt dann einen Boss, wenn man da oben geht. Den werden wir auch machen. Sag's ihnen aber gleich, wie es ist, der ist nicht allzu schwer. Also es ist nicht ausgeschlossen, also es kann natürlich passieren, dass man da stirbt. Aber es ist normalerweise nicht so dramatisch. Und zwar ist das die Hexe von Hemwick, wenn mich nicht alles täuscht. So, und zwar
ist der eigentliche Boss unsichtbar. Und das ist das Ding, oder? Die castet halt immer wieder seine Gegner, die wo mit der Zeit an Anzahl zunehmen, aber an und für sich ist der Boss eigentlich überhaupt nicht schwer. So, jetzt haben wir nämlich schon 2 so gestalten, aber wie gesagt, der Boss ist absolut nicht dramatisch. Da hinten ist... Beziehungsweise die macht jetzt, glaube ich, 2 unsichtbare Abbilder von sich selbst. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das gewesen ist. Ja, genau. Oh, noch ein Treffer und dann ist der Boss down. Und ich glaube, ich hab ihn schon gesehen. No hit, by the way. Ach ja, da war ja was. Ach, da gibt's noch eine zweite, richtig. Stimmt, da war was. Habt ihr schon gesehen? Stimmt, die belebt die andere wieder. Ah, das ist so blöd zum Ausweichen. Stimmt, die werden ja jetzt mittlerweile schneller. Oh, jetzt weiß ich's aber, gell? Ja, den hast. Gibt 11.800 Blut-Echos, die Braut. Also, wie gesagt, der Boss an und für sich ist eigentlich nicht schwer. Ich habe jetzt ein wenig Totschlag angestellt. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass die quasi 2 Phasen, also 2 Lebensbalken hat. So, ne? Deadpool, habe ich dir, servus, du zockst mein Lieblingsgame. Das freut mich. Nach langer Zeit wieder mal, ja. Wie geht's dir? Steht aus deiner Chance. So. Da kann jetzt erstmal nichts passieren, weil ich weiß, dass da unten jetzt lediglich eine Truhe gibt. Mit was darin.
Runen, Werkstatt, Werkzeug. Genau für das brauchen wir die Rune, die wir vorher gerade gefunden haben. Die Seerune, das schauen wir uns jetzt an. Also hundertprozentig genau weiß ich auch nicht mehr, was der Phase war. Deadpool, alles fit bei dir? So, da brauchen wir jetzt das da. So, eine Seerune erhöht physische Schadensreduktion. Also wir kriegen quasi 3% weniger Schaden. Und da haben wir auch insgesamt vier Plätze, wo man halt Runen einsetzen kann. Ja, wir nehmen jetzt einfach die einmal mit. Da gibt es halt auch etliche verschiedene. So, verstärken können wir noch nicht. Mir geht's gut. Sind gerade am Haus renovieren und da bleibt nicht so. Ja, das kenne ich. Das habe ich schon hinter mir jetzt. Das habe ich letztes Jahr vor mir gehabt. Ja? Komplette Sanierung von meiner Wohnung jetzt im Endeffekt. So. Der wir mal aufsteigen. Oh, sind auch 4. Wir haben schon. So, schauen wir mal in dem Shop da vorbei. Einsicht-Shop, ja. Einsicht, wenn möglich, gering halten. Kleiner nachhallende Glocke. Leute, die Glocke um Jägern in anderen Welten zu helfen. Ja, das kann man mal mitnehmen. So, um finstere nachhallende Glocke, das ist, dass du andere Spieler invasierst, also dass du andere Spieler opferst, sozusagen. Ne? Das unterlassen wir aber. So, okay. Ich weiß noch, dass man auf irgendeinen anderen Weg nach Alt-Janam hat gehen können, aber ich weiß nicht mehr wie. Man hat das irgendwie machen können, dass man hinten, also dass man bei Alt-Janam von hinten einer kommt, dass der Jura oder wie der heißt, nicht agrot. Aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr, wie das gegangen ist. Es hat auf alle Fälle eine Möglichkeit dazu gegeben, aber wo das war, ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, es ist irgendwo über den Kathedralenbezirk gegangen. Aber ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den schweren Weg nehmen und werden wir... warte mal, ich glaube... Wie hat man denn da gehen können? Weiß ich nicht mehr. Wurscht. Schauen wir uns da noch ein wenig um. Weil da gibt es ja noch einen zweiten Weg, wo wir entlang gehen können, tatsächlich. Also rechts rum. Da geht es aber da mal in der Lake im Gebiet, tatsächlich. Aua. Ich glaube, man hat da über das Gefängnis gehen müssen, dass man auf der anderen Seite von Janam rauskommt. So, schauen wir mal. Da haben wir ja den Shortcut ja auch aufgemacht. Das ist ja das. Und irgendwie hat man da auf die Dachel aufgekommen, aber da weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig, wie das... indem man die Leute da nimmt. So, schaut doch schon mal ganz in Ordnung aus. Tolm der Nebel. So, dann hat man sie da oben droppen lassen können, wenn mich nicht alles täuscht. Schwarzer Bodenzylinder.
Ah, es ist halt einfach, wie gesagt, es ist fei untergegangen an Wissen. Wo ich jetzt heute nicht mehr weiß, wo man da genau hinkommt. Aber, wie gesagt, das ist ja lange, lange her. Aber das habe ich mal alles gewusst. Jeden Winkel, wo man wann, wo es freischaltet, wie man wann, wo, wie hinkommt. Ach, der da ist vorher runtergefallen. Der nicht so zweit. Okay. Okay, warum ist jetzt der Eingeweideangriff nicht gegangen? Schon wieder nicht. Okay. Wo wahrscheinlich direkt davor stehe. Ist einfach rund doppelt so groß wie ich. Gut. Ob man sich da oben rechts irgendwo noch runterfallen lassen müsste, das kann natürlich möglich sein. Gut, gehen wir mal da entlang. Das Schöne ist, es ist ja so schön weitläufig von den Gebieten her, oder relativ weitläufig. So da unten, da kann ich mich nur noch ganz dunkel dran erinnern. Ich weiß, dass man da irgendwie in ein Lake-Game-Gebiet kommt. Amygdala, um genau zu sein, aber ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, wie das alles zusammengehängt ist. Aber das werden wir jetzt alles rausfinden, keine Sorge. Haben wir ja noch Zeit, ist ja noch nicht so spät. Aha, da sitzt der Vogelmauser, der Vogelmeier sitzt da auf dem Dachel, da sitzen zwei Vogelmeiers auf dem Dachel. Ist mir auch recht. Aha, da hat die Transition noch mehr. Da hinten ist ein Item. Wie kommt man denn da dran? Ah, indem man sich da über die Klippen runterfallen lässt. Ah, I see what it is, man. Ja, Moment, aber dann komme ich auch nicht mehr zurück und da unten lauern bestimmt 300 Gegner auf mich. Dann gehen wir lieber erst einmal dem normalen Weg. Oh, das glaube ich war jetzt eher nicht so schlau. Stimmt, das hat ja die Elektrowaffen gegeben in dem Spiel. Das ist eine der... Ja, das ist eine gute Waffe eigentlich per se. Und jetzt hängst du da fest, oder was? Soll jetzt du mich nicht eigentlich angreifen? Ich wollte gerade sagen, hä? Warum tut denn der nichts? Okay, blöde Frage, warum tut denn der nichts? Ja gut, bleibst du von mir aus da hinten stehen, mir ist doch das wurscht. Von mir aus verschimmelt's dahinter. Alter, hast du einen... Ah ja, jetzt kann ich mich auch wieder erinnern. Moment. Ah ja, die kommen jetzt zu zweit. Ja, herzlichen Glückwunsch.
War einer allein, hätte ich jetzt verstanden, aber beide? Ja genau, komm du mir da her. Der hat den Sägespeer. Alter, du nervst. Oh ja, perfekt. Das ist ja ganz schön nervt sehr noch mit seiner Kanone. Wie ihn halt nicht triff. Doch dein Maul! Okay, gibt mir 7 Millionen Quecksilberkugeln. Ja, perfekt, immerhin. Ich glaube, die sind aber einmalige Gegner. Ich glaube, die kommen nicht zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. YBO, kannst du mal den Bot da ausbauen, bitte? Danke. Mods loben, Freunde der Sonne. So, was ist jetzt mit dir voll Kasperl da, ha? Der hat einen Holzschädel. Aushalten du der Schufe. Aber das ist viel leichter vorher zum Singen. Blitzpapier gibt der, okay. So, jetzt kann man ja da mal in Ruhe umschauen, oder? So, was ist jetzt da Phase drin? Hallo? Segnet uns mit Blut. Segnet uns mit Blut. Ich hab gerade einen Haufen vergossen daraus, wenn's war. Aha. Segnet uns mit Blut. Segnet uns mit Blut. Die nächste. Hat sie nicht mehr ganz dicht, oder was? Okay, jetzt kann man da oben auf alle Fälle mal ohne Gefahr das Item holen, was auch immer das ist. Ach da. So, einmal. Zweimal. Brausendes Kaltblut, okay. Ja, dann geht's noch eins weiter oben. Echse. Steinscherbe, okay, die nehmen wir jetzt mit. Also auf alle Fälle irgendwo ein Henker. Ja, da unten. Fuck, das reicht nicht. Das sind 2 Henker. Hä, wie greift man denn noch? Ah, warte mal, Moment, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Moment. Das... So, jetzt passt auf, du musst ja irgendwie auf den Fösendorf kommen, oder? Irgendwie ist das gegangen, Moment. Ah ja, 6 da haben wir schon soweit.
Perfekt. Aber da steht noch irgendwo einer. Ach, da ist er. Na schau her. Wissen wir das auch. So, wo ist jetzt der Henker hingegangen? Ach, der kommt wieder. Ja gut, okay, passt. Ja, dann schauen wir halt einmal. Ja, Schaden macht man viel. So, da ist noch mal einer. Hey, das hat doch vorher auch funktioniert, warum geht's jetzt nicht? Ja, perfekt. Wir haben wieder Schläge dabei, die machen nicht so viel Schaden und dann haben wir wieder Schläge dabei, die killen mich fast. What the? Ey, ich hab doch... Der nervt. Mann, stirb! Gewampert's Bergschof. Eine Fresse. So. Gut, die Ex ist weg. Bleielixier. Genau, da ist, glaube ich, erstmal nicht weitergegangen. Bist verschwunden. Oh. Oh. Ja, das ist schlecht. Weil das sind jetzt 18.000 Blutechos gewesen und ich hätte jetzt nicht gemeint, dass ich da stirb. Okay. Ja gut, wieder was gelernt. Ist lang her. Passiert die Besten. Haben wir mal sagen lassen. Aber okay. Die eigentlich interessante Frage ist, ob es schafft, dass ich die Blutechos jetzt wieder alle kriege. 18.000 ist eine Menge. Die werden wir brauchen. Und ich bin jetzt tatsächlich gespannt, ob jetzt die zwei Jäger von gerade eben nur mehr auftauchen. Da laufen wir jetzt einfach durch. Wie kommt man denn, wie in 3 Teufelsnamen kommt man da noch mal hin? Das muss ich mir echt anschauen. Das weiß ich einfach nicht mehr. Bett. So, soweit ich weiß, kommen. Also, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, müssten die permanent tot sein. Aber gut, das werden wir jetzt ja gleich herausfinden.
Ja, die kennen wir da nicht wieder. Right? Ja, die haben permanent weg. Okay, die killt man quasi einmal und dann wird sich das erledigt. Ich bin eh froh drum. Gut, dann müssen wir da wieder über den Felsen aufgehen, weil vielleicht hat ja auch einer von denen schützen meine Echos, das weiß man nicht, aber ich gehe jetzt schwer davon aus, dass einer von den Henker meine Echos hat. So, wer da bohren sie jetzt? Der da unten hat es auf alle Fälle, der ganz unten hat es auf jeden Fall nicht. Die haben es beide nicht. Den Ausweicher ist irgendwie brutal komisch. Hey, what? Dumme Sau, du, ehrlich, wa? Ja. Der hat aber meine Echos auch nicht. Von daher müssen die dann da ja drin irgendwo liegen. Ja, da hinten liegen sie. Hä, das ist ja voll geschert! Okay, der Spot ist richtig mies. Aber okay, ich habe meine 21.000 Dinger wieder. Das ist das Wichtigste. Kann ich gleich noch mehr aufwerten. LUL! Ja gut, dann müsste es dann theoretisch eigentlich in Altjanam weitergehen. Ah, das ärgert mich, dass ich einfach nicht mehr weiß, wie man da hingekommen ist auf den anderen Weg. Aber es hilft ja nicht. Dann machen wir es uns halt schwieriger. Ja, 3 Aufstiege haben sie auch, gell? Ja, rüsten wir uns mal Feuer und Blitzpapier aus. Dann da mal in Altjanam weiter. Da gibt es tatsächlich, in Altjanam gibt es auch einen Boss. Der ist zwar theoretisch optional, wenn man aber Platin haben möchte, muss man machen. Weil da kriegt man nämlich den ersten Kelch. Und die Kelche braucht man für die Dungeons. Und in den Dungeons findest du einen Platin-relevanten Boss. Und das ist genau der mir noch angeht. Ihr da, Jäger! Habt ihr die Warnung nicht gesehen?
Kehrt sofort um. Alt-Jarna, niedergebrannt und von Menschen verlassen, ist jetzt die Heimat der Bestien. Sie sind keine Gefahr für die da oben. Kehrt um, oder der Jäger wird gejagt. Genau, das ist das. Und es gibt eine Möglichkeit, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wo der steht. Ich glaube aber auf den Turm dahinter. Oder sieht man den Foto noch gar nicht. Und auf alle Fälle, der hat uns jetzt quasi nochmal eine Warnung gegeben. Du kommst jetzt quasi herkömmlich von der Seite. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wie du dann von der anderen Seite kommst und dann ist das dein Freund. Also, den ist zwar jetzt eigentlich relativ, für uns relativ irrelevant, aber der hat halt auch Waffen und so weiter. Ja, perfekt. Das war jetzt wieder glanzhaft. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht her. Aber es wird nicht helfen. Au! Das ist auch der Grund, warum man da Gegengift braucht. Oder die ganze Zeit gefunden hat, weil die Gegner machen jetzt nämlich alle hübsch Giftschaden und so einen Scheiß. Was haben die da eigentlich gefunden? Eine Jägerfackel oder was? Okay, die macht's heller. So, wie komme ich jetzt da wieder auf? Gar nicht, oder was? Oder muss man sich da noch weiter oben fallen lassen? Ja, tatsächlich. Ja, aber das kann auch nicht sein, oder? Das ist von der Seite zu. Aha, du Moni, schaut's gut aus. Ah ja, okay, ich hab nichts geschaut. Passt, gibt wieder einen Rückweg, ganz sauber. Erst einmal eine 3 Kilometer lange Leute aufsteigen. Ah ja, okay, jetzt haben wir wieder rum. Perfekt. Gut, die Ex ist mir leider trotzdem durch die Lappen gegangen. Aber das nehmen wir halt noch mit. Oh, jetzt muss ich wieder. Ist das der Ernst? Jetzt muss ich wieder ganz runterfallen lassen. Kommt man da echt auf keinen anderen Weg nicht zurück? Lol. Ja gut, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Let's see. Aber das werde, ohne Scheiß, das werde ich nach dem Stream oder halt morgen, wenn ich halt Zeit habe, einmal googeln, wie man auf den anderen Weg da nach Alt-Jarnam gekommen ist. Das hat mich brennend interessieren und ich weiß einfach nicht mehr. Gut, da laufen ja Runden jetzt lauter Bestien umeinander, da gibt es quasi keine Menschen mehr, sozusagen. Oh. Man muss halt dazu sagen, wir haben jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir schon eine +5 Waffe besitzen, halt einen kleinen Vorteil.
Bei Altjanam Zeit tatsächlich noch zum Early Game. Genau, und da oben, das sieht man jetzt ganz schön, da sitzt der nämlich. Also bei dem Turm, bei der Uhr oder was, das ist ganz oben, wenn mehr so nach links geschaut, da sieht man so eine Art Kanon mit einem NPC. Ne? Und der schießt ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auf uns, gnadenlos. Und da gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, dass du auf den Turm aufkommst. Also du kommst quasi von hinten, bei dem Turm hinter ihm geht's auf. Von der Seite kann man da kommen und dann ist der total freundlich, warum auch immer. Aber so jetzt auf diesem Wege wird er zündig. Tatsächlich. Da muss ich mir jetzt erst selber wieder reinfuchsen, weil der macht wirklich verdammt viel Schaden. Weil der schießt einfach gnadenlos dann da oben. Warte, ich kann es gar nicht demonstrieren. Ihr seid ein geschickter Jäger. Erfahren, gnadenlos, Folge von ihm. Ey. Okay. Auf der Platte. Ah, sobald man noch mal eine Plattform weiter oben kommt, dann fangen das Ballern an. Genau, sobald wir da nach unten gehen. Und darum muss ich euch aufhalten. Ja, genau. Jetzt können wir ihm quasi. Der schießt jetzt quasi mit einer Gatling Gun. Seid mir recht schön. Billy. Und die macht nicht wenig Schaden. Billinger, habe ich dere. Ich bin dann einmal im Lurk aus Gründen. Ja, passt schon. Danke dir, Wifi. Viel Spaß im Lurk weiterhin. Ja, jetzt muss ich erst wieder schauen, wie das gegangen ist. Billinger, ist fit bei dir? Ja, den kann man tatsächlich dann auch kämpfen. Machen wir schnell mal. So, Blutführung, okay. Gut, der Vorteil ist halt, wir haben ja schon relativ starke Waffen jetzt im Verhältnis. Also wenn ihr mich daran erinnert, wie das gewesen ist, wie da das allererste Mal gewesen bin, da bin ich so lang gehängt, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie man da vorgeht. Aua. Müssen wir aufpassen, weil der schießt jetzt gleich nochmal normal, oder? Hallo? Jetzt. Geht schon. Das hört sich jetzt eher negativ an. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Mittwoch gehabt. Oder einen halbwegs angenehmen Mittwoch. So, da müssen wir jetzt erst einmal safe sein fürs Erste. Wenn ich mich noch richtig erinnert, hat nämlich da... Ah ja, genau. Okay, die dritte ist hier.
Der Arbeit hat es ein wenig gefuchst. Ja, gibt's so Tag, gell. Hast du auch nur 3 Tage Woche oder 2 Tage Woche? Oder bist du für den Rest der Woche eingespannt? So, sobald wir nämlich da hinten haben, kann uns nämlich nichts mehr passieren. Man kann nämlich aus dem Winkel nicht mehr schießen. Es sind nur sau viele Gegner, aber wenn man das einmal weiß, jetzt spätestens kann uns nichts mehr passieren. Ich glaube, dass man da sogar von einem Jäger invasiert wird. Ich hab noch bis Freitag, dafür haben es nächste Woche gerade 3 Tage. Ja, schon her. Ist ja auch schon mal was. Na, das ist ja überschaubar dann. So, da vorne haben wir gewähnt. Von da haben wir gekommen. Da geht noch ein Lord. Halleluja. Ein gescheit Spitzenwinkel, der Bursch. Leck mich am Arsch. Das hätte ich ihm jetzt ehrlich gesagt nicht zutraut. Genau, jetzt hört man es nämlich schon, dass wir invasiert werden. Glaube ich. Ja, genau, da hinten ist nämlich jetzt ein Jäger aufgetaucht. Der geht da nämlich Patrouille. So, und der Kamerad da oben, der wird jetzt dann gleich zintig. Oder was heißt wirklich gleich zintig? Der ist schon zintig, aber den können wir jetzt quasi töten und dann hört der sein Geschieße auf und das ist dann quasi wieder ein einmaliger Kampf. Weil wenn du den einmal umbringst, dann tut er nichts mehr. Du kannst halt die ganzen Jäger, der wartet jetzt quasi im Endeffekt schon auf uns, kannst du quasi, ja, mehr oder weniger, also den kannst du auf alle Fälle freundlich stimmen, aber da müsstest du halt von Anfang an von da kommen, da wo ich jetzt aufgegangen bin. Jetzt will ich mal schauen, ob ich den First Try schaffe. Ich glaube fast nicht. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Chill. Ja, das ist so eine komische Range mit seiner Waffen. Aber macht euch eins bewusst. Ihr jagt keine Bestien. Du hast doch angefangen auf mich zum Schießen. Pulverfass, Jägerabzeichen. Für was war denn das nur einmal? Sägenjägerabzeichen, Pulverabzeichen für Pulverfassjäger von den Pulverfässern. Ah ja, okay, da glaube ich schalte im Shop wieder was frei. So, und auf alle Fälle ist jetzt halt eher permanent hier. Das heißt, wenn wir zukünftig da oben gehen, schießt er nicht mehr auf uns. Das hat halt jetzt einen Haufen Ressourcen gekostet, der Kampf, aber ist fein.
Das war's auf alle Fälle wert. So, da ist dann einmal ein Shortcut. Und da läuft der Jäger umeinander. Den lassen wir jetzt einmal da stoppieren, weil da kommen wir sowieso noch ein paar Mal vorbei. Jetzt bin ich dann echt gespannt, ob das letzte Paket für den Samstag echt die Woche noch kommt oder nicht. Was hast du denn bestellt? Ja, der ist rein auf. Bitte, danke. Schnauze. So, wenn man's relativ sicher, dass das einer von ganz wenigen großen Räumen im Souls-like Kreuz. Dass das einer von ganz wenigen großen Räumen in Souls-Likes ist, da wo kein Boss drin ist. Ich höre schon wieder jemanden kommen. Aha. Hi. Du hörst jetzt sofort darf Kommando zum geben. Haben wir uns. Okay. Da ist ein Altar vorne und das Item, was wir da aufkommen, da kommt jetzt gleich eine Cutscene. Das ist quasi ein Item, was wir später mal brauchen für den Fortschritt. Ritualblut, na okay, nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Da gibt es noch anders, hätte ich gemeint. Ach nein, da muss man später mal her mit einem Item, was wir noch kriegen. Entschuldigung. So, wenn mich nicht alles täuscht, aber da müssen eigentlich irgendwo der Shortcut sein für die Laternen. Aber gut, das werden wir außerfinden. Da unten übrigens, da in der Kirche drin, da ist der nächste Boss. Langsam reiten, Cowboys. Das müsste sogar da sein. Ah, halt, na, eins weiter. Da ist es, genau.
Sehr gut. Ein Revolver-Modell, das für Comic-Con zum Cosplay noch ganz cool war, aber die Lieferung hat sich irgendwie jetzt schon zweimal verzögert. Der Price hat vorher auch irgendetwas gesagt, dass er etwas geliefert gekriegt hat, das wo aber qualitativ nicht jetzt das Gelbe vom Ohr gewesen ist. Aber ja. Ja, blöd, wenn sowas sich dann verzögert. Okay, gut, den Shortcut haben wir jetzt theoretisch, wenn wir jetzt sterben, haben wir nichts mehr zum Verlieren. Das heißt, wir können jetzt mal versuchen, den Jägerheini da zu machen. Irgendwie. Beziehungsweise da hinten nochmal den Loot zu machen. Da war nämlich noch Loot. Machen wir guten Progress halt eigentlich. Ich meine, gut, heute ist zwar Bosskampf technisch höher, aber die eher mau. Aber dafür werden die nächsten Parts. Oh, da geht's noch eine, da schau her. Dafür werden auch die nächsten Streams, Parts hätte ich schon fast, jetzt rede ich schon wie wenn die Let's Plays mordert. Da werden die wieder umso intensiver. Ah, der andere hat spitz gekriegt, dass sie haben seine. Okay, du bist auf jeden Fall. Schau mir nicht so tanky wieder an da hinten. Bei weitem nicht. Oh, leck! Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkton aus Tirol. Ein Wechsei, Habitäre, merci dir. Du bist halt schon der Zweite, der mir aus der Hölle erschickt. Dabei bin ich aber der Erste. Habitäre. Alles fit? Wir waren in der Schweiz. Ich hoffe schön. Okay, let me see. Habitäre. Okay, das ist so eine Art Shortcut, glaube ich. Jo. Gut. Schaut einfach schon ganz edel aus, die ganze Geschichte da. Das haben wir alles sauber geklärt, Freunde der Sonne. Da kann man nichts sagen. Ein wildes Entern, ja, Schneefangs. Schwitzig oder so. Nein, traumhaft, also 2 Tage nur mit Klischeefotos, aber gestern und heute mit Regen. Oje. Ja, mit Regen, da können wir auch dienen. Also, da bist du in der Schweiz nicht alleine gewesen. So, ne? Aber freut mich, dass dir gefallen hat und schön, wenn du da gute Auszeit hast. So. Durch den Nebel sind die fast unsichtbar. Erholsam wegen der Umgebung, ja, das glaube ich da sofort. Das ist ja eine richtig malerische Landschaft dort. Das glaube ich da aufs Wort, dass das erholsam war. So. So Melonen. Da gibt es dann noch einen weiteren Shortcut. Oh, da haben jetzt die 2 Wölfe, da müssen wir jetzt ein bisschen Obacht geben. Hobbit Mollys nicht ausgelöst. 2 habe ich zum Glück noch. Und einfach schon wieder 10.000 Echos. Gut, ich war da jetzt nicht base. Der andere geht, das ist gut. Alter, wie viel Schaden wir mir schon machen jetzt mittlerweile. Es ist so geistesgestört.
Fun Fact, hinter der Tür ist optionaler Boss. Da können wir aber nur von der anderen Seite hin. Werden wir auch noch machen. Ja, hast kapiert, dass dein Kumpel tot ist, gell? Sorry, but I'm not sorry. Und nein, Schweiz riecht nicht nach Ricola, Käsefondue oder Schokolade. Ja, das sind jetzt so die Klassiker, ne? Aber hoffentlich hast du einen Schweizer Schokolade gegessen. Das hoffe ich jetzt schon schwer. Also wenn du schon mit dort bist. So, was sagt man das, wenn an der Kirche ein Werwolf dran hängt? Ja, das sieht man da hinten ganz, da jetzt halt, an der Mauer, da über mein, Moment. Über mein Hut, im Endeffekt. Da hängt was an der Mauer. Na, aber mitgenommen, braver Bub, genauso muss das sein. Habe ich vor Jahren einmal gehabt. Schweizer Schokolade, kommt nix hin. Kannst du sagen, was du willst, nicht mehr musst. Blöder Saugheder, schreckt mich nicht so. Gegengift, okay. Oh hey. Ohne Witz, wir haben es so gut, dass wir schon waffentechnisch so präzise, was heißt präzise, so angenehm gut aufgestellt haben, dass wir erstmal so viel Damage machen, dass uns die Viecher jetzt erstmal nicht so wirklich gefährlich werden. Da steht einer ums Eck, anderes Eck. So, da ist nämlich auch noch mehr Shortcut. Das ist nämlich der, wo wir vorher nicht reingekommen haben, wenn du dich erinnern kannst, da haben wir runtergefallen. Von da oben. Ne? Da haben wir da hergesprungen, dann haben wir da runtergefallen und dann haben wir da hinten ums Eck wieder aufgelaufen, vor einer halben, dreiviertel Stunde sowas. Mitgenommen habe ich Käse, Schoki, 2 mit Kurglocken und Schweizer Küchenmesser. Kurglocken, stimmt, die musst du aus der Schweiz natürlich auch mitnehmen. Logisch. Aber Bill. So, und mehr gibt's da glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dann haben wir da alles, tatsächlich. Gut, dann ist der Shortcut auch offen. Das heißt, wenn wir jetzt sterben Daten, passiert nicht mehr viel. Musst du das Maul halten? Danke. Da ist der Wolf. Der Werwolf, besser gesagt. Ja, ja. So, mal schauen. Damit wir nichts übersehen. Wer? Der Werwolf? Was meinst du jetzt? Oh, 10 Quecksilberkugeln, ne? Den nehmen wir natürlich gern. Genau, da biegt der Werwolf nämlich dran. Und da geht's zum Boss runter. Aber wir nehmen natürlich alles ein wenig mit. Und da an das Mauerhänger auch gar nichts gebracht, ja. Spider-Werwolf dead. Achso, der Werwolf. Der wollte die Frage beantworten. Ja, da hast du recht. So, Shortcuts haben wir alle. Das heißt, gut, wir haben jetzt 15.816 Blutechos. Ich sag's irgendwie, es ist, die werden wir noch ausgeben vorher. So gehe ich nicht in den Bosskampf. Das wäre fahrlässig. Weil ich werde den Bosskampf jetzt so nicht schaffen. Also, was heißt, ich werde ihn nicht aufs erste Mal schaffen.
Es gibt Strategien, wie du den ablenken kannst. Also gegen den Boss braucht man definitiv Gegengift. Und Blutcocktails. Mit Blutcocktails kannst du den Boss nämlich ziemlich gut ablenken. Zumindest, ich glaube, zweimal pro Phase? Ich bin mir nicht mehr sicher. Moment, wir schauen erst einmal, dass wir unsere Waffen reparieren. Das ist einmal das Wichtigste. Verstärken können wir es nicht. Reparieren der wir es einmal. Haben wir einen besseren Blutedelstein, ist die Frage. Nein, tatsächlich nicht. Okay. Da haben wir eh nur eine Rune. Sagt irgendetwas? Der Mond ist nah. Das wird heute Nacht eine lange Jagd. Wenn die Bestien größer werden und eure Lebensgeister auslöschen wollen, sucht einen heiligen Kelch, so wie alle anderen Jäger vor euch. Ein heiliger Kelch zeigt euch das Grab der Götter, wo Jäger an der Gemeinschaft teilhaben. Die meisten der heiligen Kelche liegen tief unten im Grab der Götter. Und die wenigen, die an die Oberfläche gefunden haben, gingen in den Händen der Menschen verloren. Doch wenn die alten Jägersagen wahr sind, wird einer der heiligen Kelche im Weiler im Tal angebetet. Doch dort herrscht Chaos. Er wurde niedergebrannt und verlassen, aus Furcht vor der Plage, und beherbergt nur noch Bestien. Der perfekte Ort für Jäger findet ihr nicht. Der verzeiht uns jetzt quasi so durch die Blume, dass wir einen so einen Kelch in Altjanam finden. Also da, wo wir, der alte Weiler, der ist ja niedergebrannt, da wo wir jetzt eben gerade waren. Und der Boss, wenn du den besiegt hast, kriegst du immer so einen Kelch. Einer der heiligen... So. Willkommen da. Was für... Nun gut, lasst mich... Ja, okay, machen wir 20 Gesundheit voll, dann passt das erst einmal. Gut. So, wieder noch Altjanam. Und jetzt können wir eigentlich durchfetzen. Jetzt müssen wir nicht extra schauen, dass wir die ganzen Gegner nochmal machen. Das muss jetzt nicht sein. Aber jetzt haben wir ja, wie gesagt, die ganzen Shortcuts. Also jetzt geht's ruckzuck. Das dauert jetzt nicht lang. Dann haben wir jetzt gleich wieder an der Stelle, wo wir eben aufgehört haben. Genau, aber jetzt haben wir nämlich da die Tier auf. Okay, die Wölfe waren wurscht. Gut. Da gibt's auch noch irgendwo Apps. Immer ein paar konsumierbare Seelen dabei haben oder Blutechos. Da kann man jetzt... Beschwöre Alfred. Ach, die haben da vorher...
Ich glaube, ich verstehe es, das haben sie nachträglich einpatcht. Du kannst jetzt quasi vor die Bosse jemanden rufen, sozusagen. Das habe ich tatsächlich selber noch nie gemacht. Ich weiß, es ist früher über Koop gegangen, da hast du die Koop-Klingel leiten können. An der Stelle. Und dann hast du halt warten können, bis das da halt irgendein NPC oder bis das da halt irgendjemand Käufer hat. Das weiß ich tatsächlich noch. Aber dass du jetzt direkt NPCs rufen kannst, das ist neu. Ich glaube, das hat es vorher nicht gegeben. So, und da drin ist auf alle Fälle, sieht man da hinten schon, da ist ein Boss. Den schauen wir uns jetzt auf alle Fälle noch an. So ganz ohne Auswerfer kann ich gar nicht. Ne? So, wir brauchen für den Boss auf alle Fälle, wie schon erwähnt. Also wichtig ist natürlich, wenn man die Rüstung vom Pater Gascoigne hat, die kann man sich holen, nachdem man ihn besiegt hat. Die hat nämlich eine hohe Giftresistenz. Also die ganzen Teile sind gegen Gift ausgelegt. Und ja, das sorgt einfach dafür, dass Gift nicht so schnell entlädt. Also der Giftstatus nicht so schnell ansteigt. Und dass, wenn wir vergiftet werden, dass der Status schnell wieder verschwindet. Wir können auf alle Fälle noch Gegengift ausrüsten. Und einen kräftigen Blutcocktail. Den braucht man für den Boss tatsächlich. Der ist tatsächlich nicht schlecht, wenn man den hat. Und was wir uns vielleicht noch ausrüsten können, war ein bisschen Feuerpapier. Feuerpapier einfach, weil der Boss ist eine Bestie und Bestien sind nicht anfällig gegen Feuer. Von daher schauen wir uns einmal an, was wir machen können. Nämlich, das ist jetzt der Boss, die bluthungrige Bestie, wenn man nicht alles täuscht. Ja. Schaden macht man auf alle Fälle nicht schlecht. So, der greift jetzt nämlich den Cocktail an. Easy. Okay, war doch nicht so schwer. So, wir haben jetzt von der bluthungrigen Bestie den sogenannten Ptumero-Kelch gekriegt. Und das war eben das, was der Herr aus dem Traum des Jägers, der Germann, der heißt so, gesagt hat, dass da einer bewacht wird. So, und da wir das jetzt geschafft haben, haben wir das Gebiet Altjanam auch erledigt, Freunde der Sonne. Das läuft doch zauberhaft. Heute haben wir 2 Bosse gemacht. First try. Gut, den ersten kannst du nicht wirklich rechnen, weil der ist wirklich nicht schwer. So. Jetzt können wir auf alle Fälle erst einmal zu unserem Händler schauen. So. Dann gibt es Ritualblut. Das braucht man. Das kaufen wir gleich einmal ein. Einmal. Und jetzt haben wir da weitere Waffen zur Verfügung, weil wir ja gewisse Gegner besiegt haben. Und sonst gibt es dabei erstmal nichts. Und dann schauen wir da noch, ob es da noch irgendetwas Neues gibt. Genau, da kann man uns jetzt die Ausrüstung
vom Jura kaufen. Das nehmen wir gleich einmal. Und den Rest lassen wir mal so sein. So, und jetzt passt's auf. Das Zorgen geht's nur schnell geschwind. Provisorischer Altar. Kelch der kurzen Ritualwurzel für Rituale benötigt. Den haben wir nicht. So. Verwende den Ritualaltar, um ein Kelchverlies mit einem Kelchritual zu erstellen oder nach Kelchverliesen von Jägern in anderen Welten zu suchen. Wir können jetzt ein Kelchritual machen und wir haben jetzt einen Tumeru-Kelch. Den haben wir jetzt gekriegt. Um das Ritual machen zum Kinder brauchen wir ein Ritualblut der Stufe 1. Das haben wir. 2 Mal und 1000 Blutechos. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was der Unterschied zwischen den zwei Dinger ist. Geteiltes festes Verlies oder nur. Machen wir jetzt einfach mal so, weil ich jetzt nicht genau weiß, was bedeutet. So, und dann haben wir da ein Kelchverlies. Und da gehen wir jetzt da in der Siegelkammer los. Ne? Aber, Freunde der Sonne, ich glaube, jetzt schaue ich mal noch schnell, ob sie jetzt halt im Kathedralenbezirk was da hat. Weil eventuell taucht da jetzt ein Sackträger auf. Und wenn der auftaucht, können wir nämlich noch mehr Gebiet freischalten, optionals. Das war natürlich nicht schlecht, weil mein Plan war schon, dass wir so viel wie möglich Gebiete, wie es geht, mitnehmen. Ja, der ist da. Perfekt. Fun Fact, von dem muss man sich killen lassen. Keine Sorge. Da steht zwar jetzt gestorben dort. Und normalerweise portet uns der in ein optionales Gebiet. Ja. Unsichtbares Dorf Yahagul. Das soll quasi mehr oder weniger ein Gefängnis darstellen. Muss man natürlich auch erst einmal wissen, dass das geht, dass man sie von dem umbringen lassen muss, damit man da herkommt. Es gibt auch noch einen anderen Weg, aber den weiß ich nicht mehr, wie der gegangen ist. Wie gesagt, es gibt auf alle Fälle 2 Möglichkeiten, wie du auf das Dorf herkommst oder in das Gebiet. Aber das ist eigentlich der einfachste. Verrückte quälen sich in heimlichen Ritualen, um den Mond anzurufen. Decke ihre Geheimnisse auf. Gibt es jetzt, glaube ich, mehrere Wege. Die Sackträger, das sind sozusagen die Gefängniswächter oder die Gefängniswärter, die dürfen wir nicht unterschätzen, die machen ziemlich böse Schaden. Das Ding, was wir da gerade besiegt haben, war die Hexe von Hemwick. Das, was vorher ein Boss war, ist jetzt da quasi ein normaler Gegner. Ich glaube aber, dass da oben schon eine Laterne war. Dann holen wir uns noch die Laterne, dann haben wir das auf jeden Fall.
Ja, da ist die Laterne. Darin gibt es auf alle Fälle auch wieder 2 NPCs, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, dass man von 2 NPCs angegriffen wird. Aber das ist für uns erstmal nicht relevant. Auf alle Fälle haben wir jetzt da das nächste optionale Gebiet. Und das ist gut. Das ist gut. Da haben wir richtig gut Progress gemacht heute tatsächlich. Gefällt mir. Ach so, aber unsere Dinge haben jetzt weg. Moment, ja, die holen wir uns schon noch. Da war es ja direkt aus. Jetzt haben natürlich unsere Blutechos weg. Ja, das waren immerhin doch 12.000. Oder 13.000 knapp. Die lassen wir nicht liegen. Da war es aus. Nicht verschwenderisch sein. Da, der Blutsteinbrocken, die höchste Aufwertungsmaterialien gibt es nur einmal pro Spieldurchlauf. Genau, der hat natürlich jetzt auch meine Seelen. Und seht ihr, die haben deutlich tankier. Okay, meine Seelen haben futsch. Der two-shottet uns auch fast. Okay, dann hat sich das mit meinen Blutechos auch erledigt. Gut, es war ein Aufstieg gewesen, glaube ich, weil ich glaube, pro Aufstieg brauchen wir mittlerweile 7000 Blutechos, wenn man nicht alles täuscht. Muss ich mal schnell schauen, aber ich glaube, das geht sich ungefähr hin. Also recht viel ausgerichtet, was Aufstiege angeht, hätten wir jetzt mit den Blutechos tatsächlich nicht. Aber sie warten halt gut gewesen zum Einkaufen halt tatsächlich noch, weil dann hätten wir uns da ein bisschen an Stuff kaufen können. Aber okay. Mal gut, mittlerweile die 12.000 Blutechos kriege ich relativ schnell geformt. 8000. Ich brauche 8000 mittlerweile pro Aufstieg, okay. Na, ist fein. Gut, Freunde der Sonne. Der Batteriezustand von meinem Controller, der sagt mir quasi schon, was zum da ist. Wir machen da für heute einen Cut, okay? Ich weiß, es ist noch nicht ganz rein, aber wir haben auf dem Weg dazu. Oder dahin, besser gesagt. Und ich glaube, wir haben heute wirklich ganz anständigen Progress gemacht. Ja, ich meine, ich weiß, es war halt, was Bosskämpfe angeht, eher verhalten. Aber ich kann es Ihnen garantieren, das wird im Laufe der nächsten Stunden noch deutlich zunehmen. Ja, also zumindest gehe ich jetzt einmal davon aus, dass es zunehmen wird. Ich weiß, wir haben halt nur 2 Bosse gemacht, die waren First Try. Beim zweiten Boss bin ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht einmal davon ausgegangen, dass er First Try ist, weil den habe ich eigentlich doch relativ schwer in Erinnerung. Aber ich muss halt dazu sagen, ich bin halt relativ stark schon für das. Ungewollt. Also ich habe das jetzt tatsächlich nicht mit System gemacht. Mehr oder minder, also ich habe schon irgendwie geschaut, oder ich habe jetzt nicht irgendwie gezielt drauf geschaut, dass ich genau die Wege so gehe. Aber es hat sich halt tatsächlich so gut ergeben. Also wir haben Waffen auf +5 in die ganzen Early-Game-Gebiete gehabt jetzt. Jetzt können wir allmählich ins Mid-Game, da ich schon fast sagen. Also zumindest das versteckte Dorf Yahar'gul ist definitiv Mid-Game. Also es ist kein Early-Game-Gebiet mehr, vor allem weil da, wie gesagt, die Sackträger, der wo mir gerade eben noch umgeklöppelt hat, der hat mir halt getuschattet. Ne? Wie jetzt eines der besten Spiele aller Zeiten, Lucius Havideri, ja, Bloodborne, eines der besten Spiele aller Zeiten, haben wir heute den zweiten Stream gespielt. Wir haben halt tatsächlich ganz guten Progress gemacht, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht zum Zuschauen, danke und ein gutes Nächtle. Cartman, ich sag merci dir fürs Zuschauen, schön, wenn du am Stream und am Content Freude hast. Das freut mich natürlich. Das ist höchstes Lob für mich. Lob der höchsten Güte. Genau. Freunde, ich habe es vorher erwähnt, das war für diese, jetzt hätte ich fast gesagt für heuer. Das war für diese Woche der letzte Stream. Morgen habe ich keine Zeit. Freitag bin ich in München. Samstag ist Freundenzeit. Sonntag bin ich in München. Montag kriege ich Besuch. Dienstag generell nichts. Also der nächste Stream wird wahrscheinlich erst kommenden Mittwoch sein. Am kommenden Mittwoch machen wir aber dann erst wieder mit der Nuzlocke weiter. Ja, von Luminescent Platinum. Ich werde jetzt off-stream, wenn ich noch Zeit finde, schauen, dass ich
die ganzen Pokémon noch ein bisschen in Take Grind, dass wir das nicht wieder on-stream machen müssen, weil sie das Level Cap jetzt erhöht hat. Tatsächlich, ich glaube bis auf 34 oder so. Ich werde mal die meisten Pokémon mal auf 32 machen, weil wir dann einige Entwicklungen haben. Also nicht wundern, wenn wir am Mittwoch Pokémon spielen und ich habe ein paar Pokémon entwickelt. Das liegt dann daran, dass ich wahrscheinlich gelevelt habe, gegrindet habe. Aber das sage ich dann am Mittwoch, wenn es soweit ist, dass ich es genau sagen kann, weil ich das jetzt aktuell aus dem Stegreif noch nicht so genau weiß, was und wie und wo. Okay? So, ich schaue jetzt einmal noch, wer live ist. Da ist doch bestimmt noch irgendwer da, zu dem ich einen schicken kann, oder? Ich habe jetzt tatsächlich keinen in der Liste. Dann schaue ich mal in der Kategorie. Also wirklich, was mit anspricht, tatsächlich. Karma ist online, der ist im Finale seiner Omega Ruby Nuzlocke. Okay. Ja, okay, ist fein. Wenn sonst niemand online ist, dann glaube ich, ist das in Ordnung. Ja, okay, dann schicke ich zu einem Nuzlocke. Ich meine, ein bisschen Pokémon-affin muss ich gerne noch kriegen. Okay? Dann, Freunde der Sonne, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, dass ihr alle so zahlreich heute da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, aber ich gehe schwer davon aus. Ich wünsche euch alle einen angenehmen Mittwochabend, eine angenehme Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch. Ein Streamplan stehe ich dann irgendwann im Laufe der Tage, wenn ich es genau weiß. Da muss ich ja später Frau Bazi wieder reden. Aber das kriegen wir hin. Also wie gesagt, nächste Woche, Mittwoch voraussichtlich nächster Stream. Checkt gerne noch meinen Discord-Server aus. Da kriegt ihr auf alle Fälle die nötigsten Infos, die ihr braucht, was mein Stream angeht. Also gerne da noch drauf schauen. Ist vielleicht was für die, weil, wie gesagt, da kündige ich es rechtzeitig an, wann welche Streams stattfinden. Genau. Gut. In diesem Sinne, viel Spaß beim Karma. Raid-Command ist im Chat. Für Subs und für Non-Subs einfach kopieren und beim Karma einfügen und dann am Daumen drücken, dass er sein Randomizer Nuzlocke in Pokémon Omega Rubin durchbringt. In diesem Sinne, haut euch eine, bis kommende Woche. Pfiat euch. Servus.